Ja, sind Sie sicher, dass Sie den Stream, hab ich alles, ich weiß nicht, ich hab was zum Trinken, ich hab meine Dampfe. So, dann haben wir ein wenig eine Tröte, dann haben wir ein wenig eine Wichstier, haben wir auch da, eine Fralle und ein Telefon, weil Telefon, ja, wir kann auch einen Vorstand mit einem wirklichen Telefon rufen. Wir sollten eigentlich immer wieder nice Halt dein Maul! Halt dein Maul! Nein! Maike, nein! So fangen wir gar nicht. Habe der Scheffel, IFOH Güter. Cefix nochmal PS. Hashtag Spendenaufruf. Nix Aufruf. Wir was mit dem Hashtag Nix Aufruf. Mein Maike 25 sind zu viel und Sie wissen es. Hashtag Popomann. Popomann. Schmiri, bist nur Zweiter. Merci Leute, Dankeschön. Habe die Ebens, Birger, Micker, heute werden gute Güter gegütert. Mit dem Bukake Express. Und ein bisschen mit dem Kackstift Express. Das wissen wir noch nicht wann und wie. Und das werden wir dann sehen. Hau die Ehre miteinander. Jetzt kriegst du mir jetzt mal einen Haufen. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, heute wieder gemütlicher Stream. Weder ist wieder einigermaßen gut. Wen hat's davor geschwappt? Also leck mich am Sack, Alter. Wenn Bam, bei uns rundherum haben nur Bam. Im 60-Grad-Winkel stehen und vor mir du vom Fenster aus schaust, da keine Bam mehr haben, da wird der Fall schon anders, gell? Andi, merci für den Euro. Habe die Ehre, Freunde der Sonne, Mika Birger Stream, hast das beste Leben. Merci, Alter. Bussi aufs Nussi. Habe die Ehre an. Bambi an den Game Center, an den Firehunter, an den Patrick und an den Mainmaker sowieso, an den Sebi, an den Forest Quarter, an den Sprengi, an den Lele oder die Lele oder das Lele. Das ist immer wieder dieselbe Diskussion, ich weiß das. An den Jonas, an den Marco, an den Sebi, an den Basti, an den Metal Devil Hunter, an den Lost Warrior, an den Mr. Tobi, an den Steffi, an den Bloodtiger, an den Alex, an den Herrn Grotzer, an den Dampfler, an den Herrn Fuschlui, oh, der kann keinen lesen. An die Elena, an den Oberschreiner, an den Mescalin, an den Lutzka. Ich bin der Flo und bin wieder du. Servus, ich bin der Flo und bin wieder da. Ja, ich weiß es eben, so, jetzt haben wir 100.000 Servus da und ich kann wieder nichts mehr lesen. Flori, merci für den 5er Bussi aufs Nussi. So, wir sollten eigentlich jedes Mal, wenn ein Mitglied kommt in den Vorstand anrufen, sondern einfach irgendeine Random-Nummer. Und dann sagen, ja, der ist jetzt Mitglied, schreibt's jetzt vor! Das war eigentlich saulustig. Muss ich mal schauen, ob ich irgendwie das Telefon in das Mikrofon reinkriege. Das war eigentlich saulustig, dass sie die anderen auch. Ja, zuerst ist der Birger, der Flo ist jetzt Mitglied. Ja? Schreib's ihm zu. Das war eine super neue Idee. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Mr. Foxapp! Fuck calm! Was? Raiden, mir jetzt wieder ein Euro. R, wir R, gleich R, in die R. Heute, voll spät. Raiden, mir jetzt dir. Foxler, fuck calm! Die beim Zug fahren, entcoded. Die beim Zug fahren. Schmiergeld fürs Carport. Merci. Bambi! Zipfi selber! Du hast ein wenig Schmiergeld fürs Irgendwann käme ich wirklich mit einem Plan fürs Carport ums Eck und dann käme ich vorbei und baue das Ding, das wird der Wahnsinn. Die und der Mutzi. Hast du Geld gehabt? Der 10 ist 2 und du weißt, das Bussi aufs Nussi. Dankeschön, Alter. Brudi, stop it. Geht jetzt der Kack schon wieder um? Der Birgier Bombe Schene Grias aus Braunau Victory Geste mittelhelle Hautfarbe, let's go. Mittelhelle Hautfarbe, let's go! Alex, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob du dich vertippt hast. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass du dich vertippt hast. Da gehört entweder der 5er nicht hin oder der 4er nicht hin. Eins von beiden, da bin ich mir 100% sicher. Da brauchen wir überhaupt nicht drum diskutieren. Ich weiß nicht, wofür ich die 55 Euro in letzter Zeit verdient habe. Ich weiß es nicht. Vielen herzlichen Dank. Ich kann nicht mehr sagen, bitte Herz auf jetzt mit den fetten Beträgen. Klang da schon wieder. Ist nicht eigentlich morgen erst der erste? Ist da nicht, wenn normalerweise so der Zeitpunkt, da wo die Leute immer wissen, ja, ist wurscht, gibst du dem Depp mit Internet. Da, frühst du Trottel. Alex, merci dir, seriously. Das ist 2 und du weißt das. Brauchen wir nicht rundum diskutieren. Bussi aufs Nussi. Utsche, merci für den Euro. Hashtag kein Spendenaufruf. Kein Aufruf. Bester Aufruf, Alter. Leute, Dankeschön. Habe die Ehre. So, wir schauen mal aus. Mittelhelle Hautfarbe, let's go, oder was? Geht keine Wichser, du! Ananas Toast, du hast recht.
Hast recht, aber wer einen Ananas-Toast frisst, der kehrt auch mit der Umdrehte aus der Tür ausgedroschen. Aber was weiß ich schon. Ich hab meins seit dem 24. Wer kriegt ihn am 24. Sag ich krieg meins am 15. Das habe ich bis dahin, bis ich da in die Arbeit gegangen bin, nein, nie gewusst. Das ist wie mitten im Monat. Ich habe Rechnungen am 1. zum Zahlen, das Geld fällt bis zum 1. Was soll ich denn da? Da sind so viele Monate über am Rest vom Geld. Ich verstehe die Frage nicht. Botlover, merci für dein Drilling. Darf ich dir rasieren? Das ist die Frage, wo? Das hier. Untouchable. Bartlover, merci für dein Drilling, merci dir. Da spreng ich der Volldepp wieder. Wirklich jeder zweite Satz aus deinen Fingern ist absoluter Bullshit. Wie kriegt's Geld? What the fuck? You guys get paid? Sehr schön, Alter. Nein, bitte. Bitte! Stop it, jetzt war so lange Ruhe. Urlaubsgeld, das käme ja super. Das gibt's im Trottel im Internet. Die verstehe die Frage nicht. Bernhard! Urlaubsgöt ist Kema Biatsch. Ruas aus Wels. Biatsch! Ab in den Chat. Biatsch! Das ist eines der schönsten Wörter. Aber nur mit IA. Ganz wichtig. Herr Danner, 20 ist 2 und du weißt das. Chris, noch Wös. Auch noch Wös. Darfst schon Wös schreiben. W-Ö-S. Wie es der Österreicher von der Welt gern schreibt. Chris aus Niederbayern, zurück. Merci. Alex, nochmal merci. Hör auf jetzt. Hat mich nicht vertippt. Mittlerweile Aufgabe. Ja, ich weiß nicht. Also das mit der mittelhellen Haut, das ist schon wieder so geil, Alter. Das ist so dumm, Alter. Ich kann noch mal bei einem Schwarzen reinhauen. Weißt du, was ist? Ich weiß nicht. Honey, merci dir. Aber der WIA geht's da, die Stream ist halt gut besser, Güter. Gut, besser, Güter. Also, erst einmal, Honey, merci für den Fünfer. Zweitens, um ehrlich zu sein, mir geht's gar nicht so blenden. Da haben wir uns heute mal im Discord drüber unterhalten. Da haben wir uns schon mal drüber unterhalten, so im Januar, Februar, glaube ich, war das. Und dann haben wir Mimi Montag erfunden. So diese Antriebslosigkeit, diese Lustlosigkeit gegenüber allem und so. Aber ich mag jetzt da keinen Depri-Scheiß nicht verbreiten, nicht im Stream. Da können wir uns vielleicht mal im Discord unterhalten oder so, keine Ahnung. Es ist momentan, ich mag nicht sagen, ich leide an Depression, ja, wo es so vielleicht 5 vor 12 ist, who the fuck knows, vielleicht mache ich ja nicht so den Eindruck, aber wer macht schon den Eindruck so. Das ist meistens absolut flupp, sofort verflogen, sobald der Stream läuft. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Wort Bore-out, wie ich die letzten Tage mal gelesen habe, wenn ich mich da so damit befasse und so, da muss ich sagen, so, das Gefühl von, mir bringt nichts mehr zum Lachen, weil ich gefühlt alles gesehen habe und so. Puh, das ist vielleicht schon sehr nah dran, so wie ich momentan, weißt du, was ist. Aber, genug Depri-Scheiße, aus! Schluss! Das ist genauso schlimm wie der Politik-Scheißdreck. Weg damit! Gasperle, jetzt wieder neuer Moin Bürger! Ich dachte meine Spätzeln von die Perlesreuter kritischen Christen, da kriegst du mir mal eine ins Vieh. Die Perlesreuten kritischen Seppen, dann schon wieder beim Saufer, das sagt er endlich wieder Transportfieber anschauen. Ich hoffe, euch taugt es, nämlich ein sehr ruhiges Spiel und da kann ich auch nicht meinen üblichen Blödschiss so mit verpackeln, außer wenn wir wieder Runden mit der Gerti fahren, das werden wir herausfinden und was es selber ist. Kommt noch mal was, Monkey Island. Ja Gott, ich weiß schon, was du meinst. Monkey Island haben wir letztes Jahr um die Zeit gespielt, gell? Das haben wir gekonnt ersetzt durch Sea of Thieves. Und bis jetzt bin ich noch begeistert von Sea of Thieves. Ich bin gespannt. Weißt schon, wie es wird. Ich war halt Lauferleid, weil wir gerade bei dem... Daumen hoch, helle Hautfarbe, Daumen hoch, dunkle Hautfarbe. Legst du voll Depp. Was ist los mit dir? Daumen hoch, helle Hautfarbe, Daumen hoch, dunkle Hautfarbe. Ah ja, alles klar. Der Fakt, dass man das da dazu sagen muss, ja, mehreres sage ich nicht. Ich kriege einen Vogel. Herbert, merci für deine 169. Schwarze wie viel? Hashtag Twitch Ultras. Ich mache OK-Zeichen, dunkle Hautfarbe, Daumen nach oben, dunkle Hautfarbe. Das wird nicht vorgelesen, das wird nur ab 5 Euro vorgelesen. Das haben wir aber schon lang. Ja, das haben wir aber schon sehr lang. Das haben wir schon seit 2 Jahren oder so. Seitdem wir das erste Mal festgestellt haben, dass die Leute gerne eskalieren mit Detonations. Mattle! Jetzt pass auf, für die rufe ich Mama und sag, dass du jetzt Mitglied bist. Pass auf. Jetzt pass auf, Mattel. Angenommen, ich weiß nicht, was ihr Handynummer ist. Ich hoffe dies. Ich hab nämlich die Mom nicht unter Mom eingespeichert, sondern einfach nur mit der Handynummer. Aber ich glaube, das ist so eine 0151-Nummer. Jetzt müsst ihr leise sein. Herr Bürger, merci für dein Drilling, lese ich gleich vor. Der Mattel ist jetzt Mitglied, das müssen wir jetzt der Mom sagen und der Mom soll hier 3 schreiben. Aber jetzt ruft man immer die Mama. Pass auf, ruft man die Mama. Ich hoffe, dass sie das Herz, ich weiß nicht. Die Mom ist der Vorstand, das habt ihr bloß nicht gewusst. Das Chinesenkind in meinem Keller. Warte. Ich hoffe, dass schon die Mom ist. Warte mal. Hört sich was klingen? Ich kann nicht da laut mal?
Hat das keinen Lautsprecher? Wieso hat das keinen Lautsprecher? Hallo? Hallo? Ich grüße dich. Der Mattel ist jetzt Mitglied. Kannst du ihm du zwei schreiben? Wie, was haben wir? Zwei schreiben sollst du ihm ins Boot, der Mattel ist jetzt Mitglied. Sagst du ihm Habideri, what? Schrei ganz laut ins Telefon, Habideri Mattel, what? Passt, schreibst du ihm zwar, aber das Boot machst du ihm nicht vor. Das Boot sollst du ihm nicht voll machen. Sag mal, für was bist du? Du bist der Vollbücher-Dingsbums-Vorstand. Was ist das für eine Frage? Entschuldigung, ich muss auflegen. Tschüss, Mom. Grüße an Krotti60. So, aber jetzt wird immer nur die Mama gerufen, wenn ich bei mir so, wen hab ich jetzt gesagt? Mattel, welcome to the squad, Alter. Oder Tim Bürger, Geld gibt's erst morgen, deswegen bloß ein Drilling. Was ist bloß ein Drilling, Alter? Tim Bürger, merci dir, zu dem Board Out, die bringst mich immer zum Locher, egal wie scheiße es mir geht. Herr Bürger, that's my job. Merci dir. Basti Schmied, merci für den 5er. Grüße an Grotti60. Grotti60 Bussi. So. Ich glaube, also, Mom, ich muss der Mom einen Stift und einen Zettel bringen. Ich sag euch, was ist so. Jetzt haben wir einen Vorstand rausgekommen. Mom, jetzt weißt du was zum Tor. Also, keine Ahnung, ob die zuschaut oder nicht. Die schaut ab und zu mit dem Tablet zu. Aber wenn's zuschaust, die bringen dann noch einen Stift und einen Zettel und dann wieder musst du leider Buch führen über unsere Mitglieder. Hilft nicht. Du bist aber jetzt Vorstand. So. Herr Püllover, mir jetzt wieder eine 1,50. Schöne Grüße aus Straubing, aus der Justizakademie. Brudi, was machst du? Bist du Justizveranstalter? Na, wie nennt man das? Der weißt schon, was ich meine. Leute, chillen jetzt, nein. Leon, merci dir, Bussi auf Susi, Ehrenmama. Da siehst du es wieder. Daffy! Bürger, det mi geh freien, wennst moi an Gruas an die Street Bunny Crew raushauen, DAD. Street Bunny Crew? Wo lecker die Bunnies? Sen gemeinnützig MIM Moped unterwegs. Oh. Danke. Street Bunny Crew? Keine Ahnung. Nächste Woche die Grüezi, weißt du nicht genau, was ich glaube, das habe ich schon mal gehört. mit geschlossenen Augen. Ob nächste Woche, was? Ob nächste Woche hat mein Mom kein Handy mehr. Also findest du aus, gejietet. Jeet! So, jetzt mal. Das war wieder die dümmste Scheiße, die mir heute eingefallen ist, dass wir die Mom zum Vorstand machen und jetzt mich anrufen, wenn jemand Mitglied wird. Alles klar! Leute, schön! Der das ist selten, dann müssen wir noch mit Mama rufen. Was? Ja, das ist die falsche Handynummer. Und nochmal, Delos hilft nicht. Nein, hilft nicht. Warte, muss ich nochmal rufen. Ich bin gespannt, wie oft dass wir das durchkennen, bevor es nicht mehr hingeht. Ich bin ein Rasensprenger. Gerade die Merci. Ja, ich bin's nochmal. Am Delos musst du auch zwei schreiben. Am Delos! Ja, kenn ich nicht, was kenn ich nicht? Jetzt musst nochmal eine schreiben, habe ich der Delos. Passt, schreibst du ihm zwei aufs Boot, habe ich dir genau. Du Dappel? Die werden unterkommen, wenn sie denken, Alter, what the fuck have I done vor 880 Jahren? Tu den Bub aus dem Haus aus, du Mongo! Dann bleiben wir jetzt wieder in Zwickel, Hausarrest und Knackfutzen von der Mann mit 3, 2, 1. Merci dir, Jojo. Erst fangst du jetzt endlich mal an spielen oder du Totappel. Nein. Wir müssen ein paar mit Mama rufen. Gerade merci wieder ein 5er Schulcreme, Sepp, merci wieder ein Drilling. Delos, welcome to the squad, merci wieder eine Mitgliedschaft. Maxl, merci wieder eine 1,50. Bambi, leider Ruhe. Der Moment, wenn die deine Mama auf die Knorrlisten setzt. So, jetzt. Oh, jetzt gibt's eine Ruhe! Kruzifix Kalb 96, guten Abend, Grüße aus Südtirol. Grüß zurück, oder merci dir, gerne im Grüß auf Berstes Gardener Landkreis, merci dir. Wife, stop it! Für die Mama kleines Zucker aus Südtirol schicken. Das bringe ich hier dann. Alles klar, so. Jetzt trinken wir was und dann werden wir gute Güter transportieren, oder?
Köstlicher. Was ist denn los Ja, mit nein, dir? nein! Wir können. Meinst du, was noch mehr ohne geht? Meinst du, was noch mehr ohne geht für den Steff? Das kann. Tobias, Merse wieder ein Zwickel. Müssen wir einen Wölfel, schreibst du einen Wölfel, musst du jetzt auch zwei schreiben, das hilft nicht. Jetzt kommt's dann wirklich gleich. Ja, übrigens, du, der Steff ist jetzt auch Mitglied, die musst auch noch 2 aufs Boot aufschreiben, das hilft nicht. Ja, der Steff, jetzt musst du noch Habitäre schnell einblären, Moment. Weißt du, was mit mir uns für. Du weißt, was mit mir. Ja, du musst nur mitschreiben. Du musst ihm 2 ins Boot einschreiben. 2 aufs Boot. Für den Steff. Ich kann jetzt nicht mehr. Ruf mich nicht irgendwie an. Bitte. So, kann man jetzt endlich sprechen? Leute, dankeschön. Stop it now, jetzt kriege ich wahrscheinlich das nächste Mal, wenn es mich kriege, fange ich wirklich an. Steff, merci für deine Mitgliedschaft und Tobias, merci. Was habe ich dritt an die und machen wir das Ding, dann merci für deinen Zwickel. Steff, ein Zwickel aufs Knacki, fuck, merci für deinen Zwickel. So. So, oh, jetzt, ja, do you hear the sound? Can you hear the sound? So, jetzt wird es mir ein wenig ruhiger. Kann man ein wenig, mal runter vom Gas. Ja, kommt der Bürgermann, nicht so tritzen. Jetzt müssen wir erst einmal unseren Pferdeschwanz. Also, jetzt einmal so viel zu diesem depressiven Bore-out-Scheiß. Ich bin halt ernsthaft laufen gegangen. Ich bin nicht weit gekommen, sag ich, was ist, da geht nicht mehr viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Bewegt ihr mal 5 Jahre nicht, dann ist hier Achterbahn. Bierschieß, wer sich für den neuen Leck, was geht denn? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Wir müssen uns immer andere Leute suchen, die wir am Tag anrufen. Das ist super, das ist das beste Leben, Alter. Das nächste Mal Fede, falls du zuschaust, das nächste Mal bist du dran. Oder, da ruft mir Bürgerin an. Das wird gut, aber ich brauche ein Telefon mit Lautsprecher. Ja, gut, so. Also, jetzt pass auf. Ich bin ja wirklich Laufer gewesen. Bin nicht weit gekommen, sag ich dir, das erste Mal nach 5 Jahren irgendwie Bewegung. 2 Probleme. Schnaufen, selbstverständlich, vor allem weil ich so viel Dampf und geraucht habe und so weiter. Das ist richtig ekelhaft, das tut da richtig weh ungefähr nach einer halben Stunde. Und zweitens, meine Wampen und meine Depf. Bei jedem Mal aufkommen so. Alter, das tut so weh, das ist unfassbar. Aber gut, hey, ich sag das ganz ehrlich, das hat meine Stimmung sehr, 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 sehr massiv gehoben. Das heißt, wenn irgendjemand so ein bisschen die Schnauze voll hat vom Rumhocken, ich weiß, Alter, ich weiß, die Überwindung, los zum Laufen ist das Allerschlimmste, aber wenn's ich kann, ich fettes Kellerkind-Arschloch, dann kannst das du auch, okay? So. Spielladen! Nein, lieber nicht. So, Biergestreamt, 2 Flugzeuge only, das lassen wir jetzt einfach mal, das dauert sowieso eine Zeit lang, schauen wir. Ja, ich weiß schon, Sportbh, über den habe ich auch schon nachgedacht. Aber die Bürgerinnen, die Depp, die haben noch 4-mal größer als meine. Hau nicht hier, oder? Ich habe sogar ein paar Videoschnipsel aufgenommen, weil vielleicht kommt doch noch irgendwann einmal Make Bürger fit again. Nice Format, dann bringe ich euch sogar noch dazu, dass es zum Laufen geht. Mein Mann mit dem Zwickel! Jetzt hast du es dann genau beieinander, wenn du meinen Namen anrufst. Nein, das ist nicht mein Mann, das kenne ich. In jedem Flur von meiner Mom kommt erst einmal Grütze 5 nochmal vor und noch irgendwas. Merci für deinen Zwickel, Mann. Motivationsmittwoch. Ja, kann man streamen unterm Laufen? Nein, das tue ich nicht. Dann dauert es genau 2 Sekunden und dann rennt mir irgendein Narischer nach. Nein, das tun wir nicht. Nein, aber es hat ganz ehrlich, ich habe mir wirklich gedacht, beim Loslaufen, nach die ersten 500 Meter, Alter, was habe ich getan? Oh Gott, und wem soll denn das irgendetwas helfen? Keine Ahnung. Dann nach dem Laufen habe ich mir gedacht, ich bin hier, oder? So, das war's, das mache ich nie wieder. Das war's jetzt wieder für die nächsten 5 Jahre. Und aber dann so eine Stunde danach, wenn sie wieder ein bisschen regeneriert hast, dann fühlt sie sich richtig gut Die an. braucht Ob keinen du das glaubst Schrittzähler, oder nicht. die braucht einen Bewegungsmelder. Schuhgräb Sepp, merci für deinen 5er, Busti aufs Nussi. Ja, das kenne ich. Mal schauen, ob ich das einhalten kann. Ja, also mal zwei Tage Pause dazwischen und dann gehen wir mal nochmal laufen. Und das Ziel ist
5 Kilometer in einer halben Ich Stunde. bin ein Das ist nicht Rasensprenger. gut, das ist aber auch nicht sau schlecht. Ja, für meine Verhältnisse. Honigtipp, merci für den Euro. So, können wir jetzt machen wir die Donation Sounds aus. Das ist einmal das erste. Hört ihr überhaupt, was ich sage? Ich mache mal Spur ein wenig leiser. So. Wo hast du denn laufen? Buckelbahn auf. Das werde ich mit Sicherheit kaum sagen, wo ich da laufe. Aber ich habe meine Strecke. Und nein, die Buckelbahn ist es nicht. Ist zwar nicht weit weg, aber sie ist es nicht. Leider ruhig jetzt ein Honey. Ich glaube, beim Lautsprecher vom Telefon, so müsst ihr jetzt zweimal auf den grünen Hörer drücken. Moment, das werden wir herausfinden. Ja, ich bin's. Ich wollte bloß ausprobieren, ob der Lautsprecher geht. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Passt, der geht. Vierte. Ja, 40 Minuten. So, Matthias, merci für den 5er Bürger aus Depp von Dosen für Depp von Weißwurst. Ja, der Bürger hat das erste Teil für Prüfung abgeschlossen, 8 von 20 Teilen Prüfungen geschafft. Hashtag Bergfest, Matthias, eine Hand. So. Ja, jetzt, Schnauze halten. Schnauze jetzt! So. Moment. Ich muss meinen Pferdeschwanz schließen. Währenddessen kann ich noch Geschichten aus dem Paulanergarten erzählen. Zum Beispiel, der Lautsprecher des Telefons geht jetzt. Ob das jetzt schlecht für die Mama ist oder gut, das soll die Zukunftsmama entscheiden. So, jetzt pass auf. Jetzt werden wir erst einmal die Lage checken, wo wir überhaupt stehen bleiben sind. Ja? Wir haben ein Bensdorf, wir haben ein Goldbeck. Ja, weiß ich noch. Und die haben wir verbunden mit einem Flughafen, jawohl. Und das ist der Flughafen MUC Nordwest, in Klammern links oben, Alter. Und dann haben wir quasi rechts unten haben wir noch einen Flughafen gebaut. Ja, schau hin. Da haben wir Großschwächten. Da wohnt der Kalle Schwensen. Das glaube ich haben wir letzte Woche schon festgestellt. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Und da wird schon fleißig geflogen. Schau dir das an. Schau dir das an. Großschwächten. Da klickt man drauf, schauen wir uns mal an, Diagramme. Und dann sieht man so, wie die Kurven hintergeht, der Einwohnerzahl. Ja, ist aber auch noch nicht so. Weißt du schon. Gut. Ja, dann ist der Plan für heute, dass wir mal mindestens da alle. Hallo? Was ist denn jetzt? Hallo? Warum ist nicht macht kaputt? Warum? Geht wieder? Geht nicht? Blöd? Ich weiß nicht. Muss ich schauen? Geht da was? Geht nix? Keine Ahnung. Hallo? Wieder da. Ich war. Alter, kein. Hallo? Geht der Stream wieder? Geht wieder? Okay. Dann der wir einfach so. Sie haben nichts gesehen. Die Internetverbindung kommt, wann sie will. Und wo sie will. Nein! Flo! Hör tu noch mal! Kruzifix nochmal, Mann. Das war auch keine so eine gute Idee. Bin gespannt, wann ich aufs Maul krieg. Wahrscheinlich wie am Telefonieren. Wie früher, wenn du Modem hast, kannst du telefonieren und Dings. Wenn? Ja, der Flo ist jetzt auch Mitglied. Ja, hab ich auch gesehen. Was? Beim Vollbild gehabt. Was? Wer ist wo? Hab ich dir nicht, Flo? Bist du da? Der Flo ist mit Sicherheit noch da, aber du musst ihm 2 aufs Boot schreiben. Ja. Schon. Aber sicher. Ja. Aber und auch dem richtigen Flo. Wir haben ungefähr 880 Flo's. Ja, das ist sicher überhaupt nicht gesehen. Da musst du hör dann zu. Tschüss. Flo, merci für deine Mitgliedschaft. Ich muss sagen, TKHSH läuft oben zum Wirt, merci wieder ein Zwickel. Ja, natürlich laufe ich zum Wirt. Ja, Austrian AD, merci wieder ein 5er, Servus, bin auch wieder da. Welcome back. Und der Jan Philipp Lacher, merci wieder ein Zwickel. So, wir müssen was bauen. Mom schaut mit, ja, jetzt schon offensichtlich. Freilich ist der Flo da, bitte, was? Das ist hallo, das ist der inoffizielle, jetzt der offizielle Vollbiersquad-Vorstand. Hilft nicht. Ich glaube, Twitch ist weg. Nein, jetzt ist was, bei mir geht gar nichts. Wieso geht gar nichts? Keine Quelle ausgewählt. Ich verstehe die Frage nicht.
Dann stimmt, ein Konto. Ihr müsst aktualisieren. Ich meine, wenn ihr mir nicht seht, dann hilft euch die Info natürlich absolut gar nichts. Jetzt geht's wieder. Ja, irgendwas fuckt da schon wieder mit dem Internet. Ich krieg schon wieder einen Vogel, Alter. Ich krieg schon wieder einen Vogel. Einmal F5 drücken, dann geht's wieder. Haut's einmal diesen Chat, damit die Leute das vielleicht sehen. Weißt du das auch, wie es ist. So, jetzt bei so. Wir brauchen Städtenamen aus Österreich. Los geht's. Wir haben Graz. Hier rechts unten haben wir Graz. Und kennst mir ja nicht mit Wien, weil sonst kriegst du sicher eine Umdrehung, dass du nicht mehr weißt, was du hast, 14 Tage lang. Fix letten! Die Mama hat's WLAN ausgeschaltet, ja genau. Die Mama hat's Internet gelöscht. Wien! Linz! Linz ist gut. Linz gefällt mir sehr gut. Wir nehmen Linz, Kapellen, Drussweiler. Leck mich am Arsch mit einem Drussweiler, das ist jetzt hier wie ein deutscher Panzer. Linz. So, Linz. Wunderschön, zauberhaft, den nehmen wir. Herr Gschwanti, dankeschön. So, brauchen wir noch einen. Da, Schleifhäusle. Was ist Schleifhäusle, Alter? Braunau. Going. Oh, Going gefällt mir gut. Going. Bullendorf! Was Bullendorf? Machen wir zu Salzburg, Alter. Salzburg! Genauso wie man es eigentlich schreiben soll. So, Salzburg ist schon drin. Was haben wir noch? Braunau, Klagenfurt, Villach, St. Johann, Braunau. Für Braunau fange ich bloß wieder einen Strike, weil die Leute nicht kapieren, was lustig ist. Kitzbühel! Da liegt da, ja, in memory of Franz das Kätzchen. Leon, mehr als für den Euro. Alter! Kann ich da nur mit Das ist die beste Mitglied-Promotion, die mir jemals eingefallen ist, Alter. Aber jetzt ist Mom Vorstand. Mom, kauf dir mal lieber ein neues Telefon, Alter. So. Jetzt einmal chillen. Was ist bei mir jetzt der nicht? Jetzt machen wir uns erstmal unseren Plan zurecht. Währenddessen kommt da unten, schaut ihr so, wir haben 5 Millionen im Plus. Zauberhaft. Und wir haben einen Kontostand von 55,8 Millionen. Zauberhaft. Herr Donner, vergesst für den Drilling. Machst hinter Wixendorf. Das gibt's nicht, das ist gelungen. Hinter Wixendorf gibt es nicht. Das ist ein Lie. Schmidi, fucking ist auch ein Wort bei uns. Das stimmt. Das stimmt. Da suchen wir uns jetzt ein kleines Kauf. Da, was ist das da? Neumedewitz. Was soll das? Fucking! Nein, stopp, fucking. Und ich hab gehört, da wird ziemlich oft das Ortsschädel geklaut. So, also, da rechts herunter ist Österreich, hab ich schon gesehen. Jetzt Großschwächten, die größte Stadt machen wir zu Wien. Die haben mir die Werner auch mal gefallen, die haben auch sonst keinen Spaß im Leben. Nennen wir die ganze Scheiße da Wien. Ist Wien die größte Stadt in Österreich? Ich weiß es nicht, ich sag das ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Ist Wien die größte Stadt in Österreich? Kann man das etwa sagen? Please? Wien ist die größere, jo. Okay, passt. So, links oben haben wir natürlich Nieder- und Oberbayern, das ist ja sowieso klar. Goldbeck, große Stadt, machen wir erst einmal Minga draus. So, Minga. Zack, das Böhnchen, Minga. Benzdorf, Achtung, Vorschläge für Städte. Zweite große Stadt. Was wir da? Aufgrund der aktuellen Anlässe nenne ich selber noch Landshut. So, Landshut, eigentlich so eine L-A-N-Z-U-D einschreiben. So, was haben wir noch? Steyr. Ist Steyr. So, jenseits des Flusses, nennen wir alles Österreichisch. Schau schon hier, Oberrottburg. Nennen wir Steyr. Wie schreibt man das? So, oder mit Y? Ich weiß es nicht. Steyr. Ich bin zu blöd zum Schreiben. Schreibt man das nicht so, oder schreibt man doch so, oder? Ufing. Zürich. Oh, die Schweizer haben wir vergessen. Ganz links unten, da, in Kleinmühlingen. Da machen wir Zürich hin. Zürich. Da. Hornkover. Wie die Bulldog. Kelheim. Zug. Burghausen. Straubing ist gut. Straubing. Also wenn das da Landshut ist, grob, dann machen wir das da zu Straubing. Das passt hinten und vorne, aber das ist jetzt wurscht. Straubing. Dann machen wir da hinten, da, Igingen. Igingen ist wirklich winzig, da machen wir Landau draus. So, Landau brauchen wir natürlich auch, das ist eh klar. Dann haben wir, was haben wir noch? Hilders haben wir noch. Was? Stopfenreiter? Passau! Ist zwar eigentlich auf der anderen Seite nicht, aber ist total wurscht. Oder haben wir vielleicht rechts noch irgendwo eine größere Stadt? So am Fluss vielleicht sogar schon hin. Schau hier! Johannisberg! Das ist normalerweise zum Essen, aber ist wurscht. Passau! Zauberhaft! Passt gut hier. Jetzt haben wir zweimal Passau. Was kann man da sonst noch draus machen? Ingolstadt! Fralle! Ingolstadt! So! Was haben wir noch? Kemp! Reicherhohe! Rosenheim! Donaumoos! Petting!
Ketzding, Bad Tölz, Dingelfing. Dingelfing, haben wir in der Nähten von Landau noch irgendwo eine Stadt? Nein, leider nicht. Da, Dingelfing ist da ganz... Weißt, Landau und Dingelfing haben wir so ein bisschen einen Clinch. Landau hasst Dingelfing und Dingelfing hasst Landau. Weiß nicht warum. Deswegen machen wir euch da ins Eck. Und nennen wir euch auch so, Dingelfing. Dingelfing, Alter. Da haben wir Passer, da haben wir noch eine. 2. Blattling, machen wir direkt daneben. Da, Blattling, machen wir auch da an den Fluss rein, das passt schon grob. So, 2 haben wir noch. Nein, 3 haben wir noch. Was haben wir noch? Gmunden. Was auch immer Gmunden ist, weiß ich nicht. Moosburg. Moosburg müsste aber zwischen Landshut und Minger sein. Ja, das tun wir da ja. Da ist ja eh. Moosburg passt natürlich nicht ganz, aber das ist ja mir jetzt wurscht. Traustroh. Grumstedt. So. Traustroh. Ausrufezeichen sogar. Traustroh kriegt Ausrufezeichen, einfach weil wir es kennen. Endingen. Bogen. Bogen müsste doch eigentlich auch irgendwo Richtung Straubing sein. Landsberg am Lech. Liederhosen. Bad Tölz, der wir dazu. Bad Tölz, Ausrufezeichen. Bad Tölz hat auch Ausrufezeichen verdient, wenn du mich fragst. Was haben wir noch? Lindau, Garmisch, Tickenkofen, Wojersdorf, haben wir da oben noch eine kleine Stadt irgendwo bei Dingelfing Landau? Nicht, nein, leider nicht. Schade. Oh, Nürnberg brauchen wir noch, das stimmt. Nürnberg, was haben wir da? Noch so viele Städte, schau dir mal die Scheiße, Alter. Ich weiß gar nicht, wo wir... So, das nennen wir jetzt, das ist die kleine Stadt, Nürnberg, nein, größere Stadt. Wiesby nennen wir Nürnberg. So, zauberhaft. Bis wir da unten sind, dabei geht weiter und dann suchen wir uns neue Städtenamen aus. Los geht's. Philipp Lauer, wer ist wieder im 5. Um Landshut müsste noch eine große Wasserlocke machen und Neustadt an der Wallnau Betty auch noch. Ja, so Detailgetreues später leider Gottes nicht. Herr Zobel, Vilsstadt in Tirol war mal Bayern. Was? Pfeilstadt in Tirol war mal Bayern. Das verstehe ich nicht. Herr Zobel, ich weiß nicht, was man sagen ist damit. Kaido, am ersten für den Drilling. I'm a simple man. If I see Bürger live, I press Spenden. Was? Braunau zwecks Humor. Gut, dann haben wir Braunau noch irgendwo da zwischen Deutschland und Dings eine da. Altengottern. Das nennen wir Braunau. Braunau, du fucking Sau. So. Leute, wir müssen mal irgendwas bauen in dem Spiel. Das ist der Zweck. Der Zweck of the game is to build some streets in some Zug und some Flieger. Also. We need a plan. Wir haben ein Landshut und Minger am Mingerer Flughafen angeschlossen. Ha? Eigentlich, so hört man jetzt. Ingolstadt und Moosburg auch noch anschließen. Ha? Damit da auf dem Flughafen so richtig was abgeht. Damit da richtig, da steppt die Luzi. Da haben wir noch Leute in der Nähe von Minger. Was kann man da noch wieder? Holzkirche! War das erste Mal da, Holzkirche! Fralle, hast du Holzkirche im Pfotzen, das passt dem schon ein an. So. Wir haben da 5 Städte auf einem Haufen, die wir jetzt alle zu diesem Flughafen schicken. Und wenn wir das machen, das sage ich euch, wenn ihr etwas größer seid. Tschüss dann! So, schlechte Witzekasse, 5 Euro, danke. Hör mir ein Braun. Jetzt pass auf. Was versteht niemand als erstes? Moosburg, Holzkirche oder Ingolstadt? Ab in den Chat und ich rauche dabei gemütlich. Ich hab gesagt, heute ist ein gemütlicher Stream, zumindest für mich. Ihr werdet Zeit voll eingespannt. Ist der Flughafen nicht das Moos? Was? Oh, Freising haben wir auch noch, stimmt. Holzkirche, Ingolstadt, Holzkirche. Ingolstadt. Oh, leck mir mal schon da für Ingolstädter da. Grüezi fix, was ist denn da eigentlich los? Na gut, dann ballert man da voll rein, das sagt der ich. Dann, los geht's. Phase 1, wenn wir das selber machen. Erstmal rotzen wir die ganzen Straßen da weg. Mit unserem Abrisstool rotzen wir die Straßen aus dem Leben. Jede die Straße aus dem Leben kann man sich geben. Hashtag Reimemonster. So, dann bauen wir da natürlich einen Anschluss hier. Leute, jetzt chillt's mal mit den verdammten Donations. Was ist denn los heute schon wieder mit euch? Maxl, mehr als wieder ein Euro. Landshut haben wir inzwischen schon wieder ein bisschen sauber und trocken gemacht. Ja, ich habe schon ein paar Fotos im Discord gekriegt. Gott sei Dank. Wir waren mal, was heißt mir? Ich bin kein Landshut, um Gottes Willen. Aber Bayern, Niederbayern, ist ja wurscht. Landshut ist nicht mehr Niederbayern, oder? Ist Landshut noch Niederbayern? Oh Gott, ich bin ein totaler Erdkunde-Mongo. Egal! Landshut ist Niederbayern. Fotzen halten aus. War halt auf 9gag. Und zwar mit über 6000 Upvotes. Not bad at all, kennt ihr? Wenn nicht was 9gag ist. Ordnungslose! So, jetzt pass auf. Jetzt werden wir da mit Straße verlängern, so. Skadoosh. Und dann machen wir da eine ganz gerade Straße auf. Da schau dir das an. Schau dir die so wieder. So, zack.
Zack, das Bündchen. Warum ist da schon wieder so viel Stau? Was ist das? Schau hin! Der scheiß Shuttlebus, der steht im Stau. Da brauchen wir einen Kreisverkehr. Das habe ich schon gesehen. Da brauchen wir einen Kreisverkehr. Schau dir das an. Sauber zu dünne Straße, wie soll denn die sich haben, Bürger? Hast du einen Toddenk dabei? Da fahren wir jetzt so davon. Und dann fahren wir so davon. So, Ease, Peace, Lemon Squeeze. Schau dir das an. Und schon flutscht der Verkehr. Wenn aber die normale Pkw ist da in die Bushaltestelle reinfahren, was ist das aber für eine geistige Behinderung? Ja, da haben wir hier eine super Idee. Aber die zeige ich euch danach. Jetzt pass auf, jetzt müssen wir erst da ein wenig eine Straße herzimmern. Und zwar, Ingolstadt braucht natürlich auch erst einmal einen Bus und einen Shuttlebus am Ausgang der Stadt. Dazu müssen wir leider erst einmal die Hauptverbindung kappen. Ja, das gefällt mir später aber gar nicht. Das mag ich aber gar nicht, da kommt gleich... Warum ist so viel Husten heute? Ich war halt schon laufen, ich darf das. Alter, ich schwöre, ich hab ganz Körper... Schwundmuskelkater, Alter. So, da haben wir einen Strasserlauf verbauen, da muss ich rauszoomen. Schönes Großstrassal. Ja, zauberhaft, schau dir so. Schau dir so. That's very nice. That's very nice. Und da bauen wir eine Kurve. Ein schönes Kurve. Letztes Mal hat es geheißen, die geraden Dinge haben nicht so schön. Dann, haben wir das Gelände mit unserem Geländemaltool sauber glätten, damit es doch nicht ausschaut wie ein Arsch und Friedrich. Ja. Arsch und Friedrich. Arsch und Friedrich. Arsch und Friedrich. Arsch, 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 Arsch und Friedrich. Wer kennt das Originallied? Nur echte Kenner kennen das Originallied. Wo ist das her? Wenn das jemand weiß, dann bin ich wirklich stolz auf euch. Mit leicht angepassten Text. Aber sehr ähnlich, sehr ähnlich. Der hat sich nicht aber sehr ähnlicher Text. Mad TV? Na? Oh, Mr. No 7. Oh, oh, oh. Mann mit Ahnung. Species ebenfalls. Na, das ist nicht Duck und Carry, oder? Arsch und Titten. Arsch und Titten. Arsch, 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 Arsch und Titten. Das war die ganz vollste Zeit des Deutschraps, Alter. Die Zeiten sind leider lang vorbei. Lang vorbei. Es war die goldene Ära des Deutschraps. Und da herin sitzen lauter Ahnungslose, die irgendeine scheiß Aslak-Scheiße feiern. Irgendeine Autotune-Rotze, da wo ich da sitze und mir denke, ihr habt auch keine Ahnung. Keine Ahnung von Tuten und Blasen und von Arsch und Tüten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist denn heute eigentlich los? Ich habe mir heute eigentlich darauf eingestellt, dass heute ein absolut gemütlicher Stream ist und ich sitze da und ich rotze nur Scheiße in das Mikrofon. Alles klar. So, wir bauen eine Bushaltestelle. Kein scheiß Tonmächte hören. Sauber einmal im Kreis rundum. Jawohl. Schau dir so, Alter. Bushaltestelle, Brudi. Bushaltestelle. So. Dann haben wir eigentlich schon straight eine Verbindung daher. Terminals haben wir, glaube ich, genug gebaut. Keine Ahnung. Dann brauchen wir da auch noch eine Umgehungsstraße, weil sonst fahren da die Autos umeinander wie die geistig Behinderten. Da haben wir jetzt oder so. Okay, dann nehmen wir so. Hat das hier, Alter. Schau dir das an. Schau dir das an, bitteschön. Da muss kein PKW mehr jemals durch die Bushaltestelle cruisen. Depp von Dusen. So. Dann. Linien. Ingolstadt ist gleich hochgeschlossen. Haben wir gleich erledigt. Jetzt pass auf. Ingolstadt. Bus. Ja, magst du Ende, Alter? Kannst du machen, Ende, Alter? So, jetzt passt's. So, dann zeigen wir das, wie wir das selber machen. Wir gehen mir vor, welche Stationen das er abfahren muss. Ease, Peace, Lemon Squeeze. Heute erkläre ich nicht mehr so viel. Wir müssen mal ein paar Meter machen. So 2 Meter müssen schon mit drin sein. Ja, da gibt es jetzt halt überhaupt kein Radio nicht. Haben wir da nicht ein Depot hergebaut? Da haben wir ein Depot hergebaut. Schau dir das an. So, Passagiere, jawohl, was für ein Flugfeld, Alter. Deine Mama ist ein Flugfeld. Die Lufthansa zahlt auf den Arsch von deiner Mom Parkgebühr, du fetter Huren! So, jetzt pass auf. Wir kommen mal oben oder so. Fahrzeuge kaufen! Passagier! Wir haben noch nicht mit dem guten Bus, Alter. Wo ist denn der gute Bus? Ich brauche einen guten Bus. Was ist mit dem guten Bus? Ich sehe keinen guten Bus. Da müssen wir einen Volvo dabei kaufen. 2-mal Volvo in die Tüte, bitte. So, Ingolstadt Bus. Los geht's! So, wollen wir. Ja, merci wieder, wie wir uns nennen, das jetzt gibt. Bürger, wenn du einen ruhigen Stream willst, vorher,
was? Vorher nicht Nosen zuckern. Alter, das möchtest du nicht erleben, wenn man die Nosen pudert, Alter. Da geht wahrscheinlich die Welt unter. Wobei, mir ist eigentlich schon mehr erleben. Aber weißt du eh. Florian, merci dir. A und T, gefühlt 20 Jahre her. Nein, es ist 20 Jahre her. Ist eigentlich länger her sogar. Grüße von der fast genauso alten Sau. Mr. Flo. Mann mit Ahnung. Merci dir. So, Volvo, fix please. Ist schon drin. 5 Minuten später kriege ich den E-Citaro, auf den ich die ganze Zeit warte. Weil, schau dir das so, folgendermaßen. Was ziemlich cool ist im zweiten Teil. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal schon gemacht haben. Fahrzeuge verwalten auf der Linie. Dann haben wir da 2 Volvos. Ja, die markieren wir und dann gehen wir da her. Ersetze gewählte Fahrzeuge. Dann brauchst du die nicht mehr zurück ins Depot schicken, verkaufen, neu kaufen und so. Sondern du gehst einfach her. Und wenn es dann einmal sagst, so, Alter, der E-Citaro, der kann genauso viel Leute transportieren, der ist umweltfreundlicher, ja, es gibt auch Emissionen in dem Spiel. Und er kostet weniger im Jahr. Ja, das ist einfach die bessere Wahl, brauchen wir nicht diskutieren. Und einen Unterhalt stellen wir auf 25% erhöht, damit ich asozial ins Mikrofon gucken kann. Grüezi fix Bier, du Assi. Gomba, merci für den 5er, den habe ich übersehen. Mehr Liebe für Franken. Da müsst ihr aber zuerst den fetten Oger aus einem Bezirk metteln. Dann gibt's mehr Liebe für Franken. Gomba, merci dir. Floco Loco, merci für den 5er. Führt Witzekasse, Grüß vom Florian. Diese verdammten Florians den ganzen Tag. So, alte Sau. Ich bin wirklich eine alte Sau. Eine alte Sau fährt von A nach B. Da ist schon wieder Stau. Eine alte Sau steht den ganzen Tag im Stau. Diggi Brudi, wir sollten uns wieder mal angewohnt, so richtig zum Reden wie ein geistig Behinderter. Diggi Brudi, ich hab die Straße gebaut, Alter. So. Jetzt brauchen wir noch eine Linie. Wir brauchen natürlich einen Shuttlebus von Ingolstadt zum Flughafen. Ah, ohne den geht aber gar nichts. Hier, neue Linie. Shuttle Ingolstadt. Da es da bloß ein Shuttle geben wird, brauchen wir gar nicht dazu schreiben, wo es hingeht, sondern einfach von da, von unserer super tollen Busstation, bis da oben. Bam, 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 zu Goldbecken Nord. Das ist aber nicht Goldbecken Nord, das ist Minga Nord. Minga Brudi Nord. Ausrufezeichen. Kenny Keks, merci für den Euro. Habe dir schöne Grüße vom Bierkönig auf Malle. Was? Kurze Frage, kann man eigentlich einen Bahnhof mit Passagiere und Güter bauen? Ich schaue es mir an, wenn ich wieder daheim bin. Die Frage werde ich dir beantworten. Jawohl, das kann man. Zeige dir vielleicht sogar auch schnell wir. Da gehst du auf deinen Passagierflughafen, gehst auf Konfigurieren, dann gibt es da verschiedene Gebäude. Ja? Du kannst da jetzt Passagierterminal, kannst du da einzeln ohne pflanzen, dann kannst du quasi eine zweite Stadt und einen zweiten Flughafen damit verbinden. Und genauso kannst du das mit einem Güterterminal. Ja, nimmst ein Güterterminal, haust das da an deinem Flughafen ohne, das geht aber nur mit dem großen Flughafen, glaube ich. Mit den kleinen Flugplätzen, da musst du direkt einen Güterflugplatz bauen. Sonst geht's, glaube ich, nicht. Und dann kannst du da ein Depot anbauen und dann kannst du die Güter da eben auch genauso transportieren mit dem Flieger, anstatt mit dem Lastwagen oder mit dem Zug oder mit dem Schiff oder wie auch immer. Ja, ich hoffe, ich habe geholfen, Alter. So, passt. Jetzt brauchen wir einen Shuttlebus, Alter. Shuttlebus, dann nehmen wir den großen, dann nehmen wir den Right Streetcar, Alter. Den haust du am eine, gibst dem gleich mal 25% Unterhalt, damit er nicht so schnell kaputt geht und dann ab Shuttle Ingolstadt. Los geht's. Wir haben einen Urban E-Truck gekriegt. Der ist auch nicht schlecht, aber wir transportieren ja keinerlei Güter. Wir transportieren nur Passagiere. So, und jetzt haben wir natürlich da ein Riesenproblem. Da ist schon wieder Stau. Stau, den ganzen Tag verfügt der Stau und unsere Busse stehen den ganzen Tag im Stau und bringen keine Passagiere an. Was tun wir da? Wir gehen mal auf unser super tolles Straßentool, wählen wir eine Straße aus, die wir haben wollen und nehmen den Zauberstab. Zauberstab. Köstlich. Und dann hast du rechts so Einstellungen. Da kannst du eine Busspur hinzufügen. Machst du da auf Ja und wenn du dann mit dem Staubsauger drüber gehst, habe ich fast gesagt, mit dem Zauberstab drüber gehst, so plupp, dann ändert sich diese Straße zu der, wo du halt ausgewählt hast, unten da im Menü. Und du musst dir alles wegreißen und neu bauen. Ist ganz nett gemacht. Und diese Busspur, ja, deine Mutter ist eine Busspur, die sorgt natürlich dafür, dass unser Bus da außerhalb des Verkehrs, oh Gott, fahren kann, ohne dass er lang stehen bleibt. Verstehst? Das ist schon sehr nützlich. Sehr nützlich und das machen wir natürlich hier auch. Da machen wir es noch. Und du siehst, da wird dann die Linie blau. Das heißt, die Straße und den Zustand der Straße, den du ausgewählt hast, den hat diese Straße. Dann brauchst du nicht mehr draufdrücken. Die rote Linie ist anders.
Die rote Linie, die ist quasi eben nicht der Typ Straße, den du ausgewählt hast. Ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll jetzt. Und jetzt gehen wir da her, bam. Dann wird die Straße hier geupdatet und dann schaut das gut aus. Dann schaut das richtig gut aus, Brudi. Und dann können unsere Busse da problemlos fahren mit der Busspur. Und nach oben machen wir natürlich auch noch eine Busspur. Busspur, die brauchen wir bloß da, die brauchen wir da. Busspur, Busspur. Hashtag Busspur! Ab in den Chat. Und bis daher, dass die halt da reibungslos außer und reinfahren können. Und schon entzerrt sich das. Warum entzerrt sich da dann eigentlich der normale Verkehr? Das ist interessant. Das ist interessant, das ist interessant. Jetzt updaten wir das da noch zur sauberen Landstraße da. Ah, dieses Überbleibsel, was wir da haben. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Ist wurscht, lassen wir drauf. Wieso ist da jetzt da eine Busspur dran? Nein, ich mag keine Busspur. Auf dem Mini-Ding da ist eh bloß eine Spur. Was soll ich denn da eine Busspur hinbauen? Ich weiß es nicht. Alter, Busspur, beste Spur. Busspur, beste Spur, Brudi. So, da staut sich natürlich der Verkehr wie die Sau, aber ich hoffe, das regelt sich irgendwann. Wenn nicht, dann bauen wir da davor einen verfickten Kreisverkehr. Alter, Kreisverkehr regelt. Wenn man in Landau wohnt, dann weiß man, dass der Kreisverkehr fucking alles regelt. So wie ich das sehe, müssen wir den sofort bauen. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es ja mal nicht. Schau dir das an. Da geht ja gar nichts vorwärts. Da geht ja gar nichts vorwärts. Mein Grütze, fix nochmal. So. So, dann gibst du mir hier einen vierspurigen Straßen-Dingsbums, Kreisverkehr, gibt bloß dreispurig, okay? Und wie groß muss er sein? So. Ich weiß jetzt auch nicht. Machen wir so. Wieso kann ich den da nicht anschließen? Kollision! Dein Mann, Kollision! Mit alles! Fucking Kollision! Machen wir da her. So, Straßen. Dann verbünden wir den Teufel. Den verbünden wir da mal. Da brauchen wir aber Busspur. Busspur, ja. So. Dann machen wir da noch. Ja. Hashtag Kreisverkehr. Kreisverkehr, größer Busspur. Ja. Na, warum nicht? Ich verstehe die Frage nicht. Busspur, ja. So, Busspur im Kreisverkehr ist wichtig. Busspur im Kreisverkehr ist nun mal wichtig. So, schaut jetzt das einigermaßen passabel aus. Ich weiß es auch nicht. Nicht so wirklich, gell? Das ist nicht so sexuell, wie ich mir das vorgestellt habe. Machen wir da Straßal, Moment, können wir das da verbinden? Ja! Alter, zuckersüß, schau dir das an, Alter. Zuckersüß, möchtest mehr im Leben. What the fuck do you want in your life? Busspur, Alter! So. Zauberhaft. Zauberhaft! Geht jetzt da einmal Bus. Wie schaut's denn eigentlich aus in Ingolstadt? In Ingolstadt geht ja gar nichts. Da steht eine Person am Bus. Fahrt in Ingolstadt keiner Bus, oder was? Ich verstehe die Frage nicht. Leon, merci für den Euro. Verbindest du einzelne Städte miteinander oder läuft das alles über den Airport? Habibi Brudi, Hashtag Vollassis. Leon, das erkläre ich gleich. Ich muss noch schnell den Rest lesen. Monkey, der Birger, hast du schon einmal Forager gespielt? Nein, das kenne ich gar nicht. Ist ein liebes Indie-Game und eine Empfehlung wert. Grüß aus Österreich, grüß aus Niederbayern zurück. Ich hoffe, das kann ich mir bis nach dem Stream merken, dass ich mir das einmal schnell anschaue. Vielleicht schreibst du mir das im Discord auch nochmal. Andal, Storn, am ersten wird entwickelt 21. Ich hab gerade erst eingeschaltet, entwickelst du gerade GTA 6. Ja, und ich bin vor Rockstar fertig. Das sagt der Ibesis. Forager ist sau gut, schreibt der Billinger. Bitte erinnert mich dran nach dem Stream, das habe ich in 5 Minuten wieder vergessen. Ich meine, ihr kennt's mich. Erst einmal asozial ins Mikro gerotzt, Birger, du asozialer Wichser! So, jetzt müssen wir da einmal schauen. Wir haben auch über 100 Millionen am Konto. Wir können quasi komplett eskalieren. Was ist da schon wieder? Also war Autosave. Ich meine, der bleibt schon wieder stehen, der Huhn. Der Huhn! Weißt, damit das da alles nicht so knockert ausschaut. Weißt du, was wir da jetzt mit der, ne? Da der wir jetzt mit draufgageln. Jetzt bei so wacht. Dschungel, Alter! Schau dir das an, Alter. Da fühlst du dich gleich, als darfst du in Urlaub fahren. Schau dir das so wie schön. Nehmen wir aber andere Bäume dazu. Schau dir das so wie schön! Es ist so schön. Es ist so schön. Es ist so schön. Machen wir noch ein wenig groß drunter. So, schau dir so. Wieso wird das nicht grün? Grün soll es werden. Grün! Das ist eine Flugbasis-Oase, Alter. Schau dir das so. Schau dir das so, wie schön das ist. Schau dir das so, wie schön, dass er das macht, der Bürger. Schau dir das so. Schau dir das so, das ist traumhaft. Ich soll halt wirklich zu Rockstar gehen und sagen, hey,
Lass mich mal GTA 6 machen, da bin ich schneller. Da bin ich schneller. Schaut tippitoppi aus. Also wenn es da einmal kein Radio nicht gibt, dann weiß ich auch nicht, wann es dann ein Radio gibt, Alter. So, jetzt bei 8. Wir haben eine zweite Stadt verbunden. Die Frage ist jetzt bloß, warum zur Hölle Shuttle Ingolstadt Bus 0. Warum mag da keiner zum Flughafen? Verstehe ich nicht. Und warum ist da immer Stau? Ingolstadt stinkt. Oder eben nicht. Vielleicht mag dann keiner weg. Ich verstehe es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Cover Rider, servus Birger, ich bin wieder einer deiner Bewohner und weit bloß muss ich sagen, dass das Ganze schön zwickt, wenn du uns anklickst. Hashtag was? Achso. Lass dich nicht vom Cursor erschlagen. Cover Rider, merci für deinen 5er Bus, aufs Nussi. Stefan, merci für den Euro. Ampeln ausschalten, dann entzerrt sich der Verkehr auch. In Ingolstadt hast LKW-Terminal baut und kein Bus-Terminal. Fuck! Fuck my life! Ja, vor lauter Scheißdreck. Weißt du, was es ist? Kruzifix, Alter. Schau dir das an, da hab ich einfach ich bin einfach so ein guter Gütertransporter, dass ich da eiskalt einen Gütertransport hinbaut habe, anstatt einen Passagierport. Aber Herr Stefan, das haben sie zauberhaft erkannt, Alter. Das haben sie brutal erkannt, das ist fast schon Wahnsinn, wie sie das erkannt haben. Absoluter Pro-Gamer. Absoluter Pro-Gamer, schau dir das an und schon stravanzen gleich von Ingolstadt nach irgendwas. Werden wir gleich sehen wahrscheinlich, hoffe ich. Menschen ist gleich Güter, ja? Capitalism in a nutshell. Capitalism in a nutshell. Menschen ist gleich Güter. So. Linie wieder aufbauen. Sehr gut erkannt. Das hätte ich auch gemeint. Musst aber normalerweise nicht. Weil da läuft ein bisschen ein Timer ab, wenn du so eine Station wegreißt. Und wenn du innerhalb, bevor der Timer abgelaufen ist, eine neue Station hinbaust, dann integriert sie die automatisch in die Linie, die bereits da war. Wenn er abläuft, dann wird die Linie automatisch, dann wird die Haltestation, in unserem Fall nicht Mingerbrudi Nord, sondern Oberingolstadt automatisch abgerissen. Ich hoffe, das versteht man einigermaßen. Irgendjemand hat mich noch gefragt, Derry Birger, hast du schon einmal nein, das war's nicht, verbindest du einzelne Städte miteinander oder läuft das alles über den Airport? Das ist einmal der erste Plan. Ich möchte die Städte im Prinzip dazu zwingen, dass zu diesem Airport fahren. Und dann die einzige weite Verbindung ist mit ganz rechts unten mit den 4 Städten da herunten. Und wenn wir die miteinander verbinden, was wir heute noch zusammenbringen werden, das ist schon wieder 5 von 9. Fick dir doch Zeit, was ist denn eigentlich mit der Zeit los? Kruzifix, Alter. Dann ist da richtig Achterbahn. Also dann können wir da nämlich 5, 6 solche Flieger bauen, die immer voll sind, beim Hinfliegen und beim Zurückfliegen. Und dann generieren die nämlich 50 Millionen oder so. Das ist der Plan. Und jetzt darf man mal ein paar Meter machen. Alles, was wir bis jetzt geschafft haben, ist scheiß Ingolstadt da ohne Stecker. Was ist das für Scheißdreck? Dann brauchen wir noch Moosburg, dann brauchen wir noch Holzkirch. Holzkirch, das wird schon wieder kreislig. Da müssen wir eine Umgehungsstraße bauen um Minga rundum. Ist da nicht in Minga auch so ein Ring, wo man rundum fahren kann? Den müssen wir nachbauen, das hilft sowieso nicht. Hilft nicht, müssen wir nachbauen. Aber jetzt darf ich sagen, schließt mir erstmal Moosburg auch noch an. Moosburg braucht einen Anschluss. Achtung, Achtung, auf Gleis 3 fährt ein, der Bukake Express nach Tundenhausen. Was? Busspur, ja. So, jetzt gib ihm, Brudi. Hopp, zack. Vollgas da oben. Wow, ruckelt. Ja, das ist ein bisschen so ein Nachteil von dem Spiel. Je länger dass du die Straßen baust, desto kreislicher wird. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn wir ausschauen. Ist das einigermaßen passabel? Also, ja, das passt mir schon. Machen wir ein bisschen an einen anderen Winkel. So, zack. Dann haben wir hingebaut und dann geht's weiter. So. Lass uns einschnappen. Lass mal eine gerade Linie bauen. Wo ist die gerade Linie? Da ist gerade Linie. So. Können wir nehmen. Brudi, die nehmen wir so. So, dann gehen wir da weiter. Keine Busspur. Passt mal hin. Ja, ein bisschen die Stadt vergrößern und das allgemeine Straßennetz der Stadt vergrößern. Das schaut auch ehrlich gesagt nie. Schaut nie. So, da geht's total wellig. Bergauf und bergab. Oh, jetzt habe ich Beton hinbetoniert. Da haben wir aber Gras hinbetoniert. Das ist das einzige grüne Eck in Moosburg. So, wunderschön, zauberhaft. Und dann die haben wir da ein bisschen glätten. Ja, schau dir das an. So, da hängt jetzt noch so ein Zipfel aus, den haben wir natürlich weg. Dann die haben wir Moosburg im Allgemeinen vielleicht einmal ein bisschen besser vernetzen. Da verlieren wir jetzt 2 Gebäude, aber das habe ich euch ja schon mal erklärt, dass das da nicht so schlimm ist. Die bauen sich schon wieder hin. Was soll das? Die Straßenbau ist selber da hin, ja?
So. Habetz! Kruzifix, scheiß KI! Ich mag das bauen! So, ich hab's gebaut. Und dann, den wir da noch durch. So, dann haben wir nämlich auch gleich viel einfacher, das, was wir immer machen müssen. Gebäude, Bushaltestellen. Moosburg braucht erst einmal ein fuck. Und dann schauen wir weiter. So, Busstation. Wo nehmen wir die hin? Die haben wir nicht da hin. Die haben wir da hin. So, die haben wir da hin. Oh, schaut gut aus. Ja, zauberhaft. Look at this. Look at my Busstation, Alter. So, Straßen. Die Steigung ist zu groß, da müssen wir ein bisschen rundum bauen. Das hilft uns nicht, da müssen wir glätten. Glätten, Focki! Und dann müssen wir, so, runde Straße. Also einen runden Bogen. Wieso geht das schon wieder nicht? Was ist das wieder? Was ist denn das? Ja, das ist gut. Das ist exactly what I wanted. Und dann machen wir eine gerade Straße und die lassen wir da so reingehen. Ja, schau dir das an, wie gut das ausschaut. Ich hätte Straßenarchitekt werden sollen. Das ist zauberhaft. Zauberhaft. So, das ist unsere Shuttle-Station. Shuttle-Station, Alter. Und dann bauen wir die fetten Busse. So, wo bauen wir die? Die lassen wir kreuz und quer so durch die Stadt durchfahren. Jetzt pass auf. Und zwar immer so ein bisschen links außerhalb. So, da so. Und dann fahren wir da so durch. Dann fahren wir da durch. Fahren wir da hinten. Dann fahren wir da hinten und dann fahren wir da auf. Oh, das sind aber viele Busstationen. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise bauen wir nicht so viel. Also in meine Off-Stream-Spiele baue ich normal nie so viele Stationen. Aber wurscht. So, Moosburg. Anschluss an den Flughafen. Los geht's. So. Moosburg. Bus. Ja, das interne Busnetz. Busnetz, aber. Busnetz. Zauberhaft, Alter! Zauberhaft! Das ist der Einflussbereich von den Busstationen die ganze Stadt abdeckt. Das ist das Wichtige. So, neue Linie. Shuttle Moosburg. So, Shuttle Moosburg geht von da nach da. So, schauen wir uns mal die Terminals an. Terminal. Oh, da haben wir schon wieder. Shuttle Moosburg muss natürlich in Terminal 4, damit das schön aneinander vorbeigeht. Du weißt das eh, was es ist. Wahrscheinlich weißt du das nicht, was es ist, aber es ist mir scheißegal. Haha! So, Kinder. Wir schauen mal aus. Das schaut eigentlich schon ganz gut aus. Da kann man aber ein paar Mal rundum pflanzen und dann schauen wir uns die Gaude an an. Jetzt hauen wir erst einmal zweimal ein EC-Taro ein. Zweimal EC-Taro, Unterhalt 25%, Moosburg, Bus, lol. Ist los. Fahren schon los. Fahrzeuge kaufen und für den Shuttle nehmen wir den großen, jawohl, 25% Unterhalt und Shuttle Moosburg, los geht's. Los geht's, so schnell geht die Scheiße schon hin. Und dann fangen in Moosburg auch schon die Leute an der Bushaltestelle aufzuhalten. Wunderbar. Währenddessen das in die Gänge kommt, schauen wir uns mal noch mal Ingolstadt an. Wie schaut es denn eigentlich in Ingolstadt aus? Schaut mal das an. Schau hin. Shuttle Ingolstadt, 13 Personen. Jawohl. Da kommt er zurück, hat 15 Personen dabei. Unser einzelner Shuttlebus in Ingolstadt macht einen Plus von $103.000. Das ist natürlich wundervoll. Aber da ist mal noch ein bisschen zu viel Stau. Das ist also ein bisschen ein ziemlich kreisliches Straßeneck da. Das ist fast so Futzengruf, scharf Weg in Landau. Schau mal hier, die stehen ja nur bis in die Stadtmitte. Weiß ich nicht, was wir da nehmen. Da kann man schon wieder einen Kreisverkehr brauchen, aber da bin ich jetzt zwar, dass ich das umbaue. Leonwolf, du bist ja waschecht der Moosbürger. Badum. Muss ich dringend. Merci dir. Mittelmäßig guter Witz, aber er ist schon wieder so schlecht, dass er schon wieder gut ist. Leon. Der Flip sagt, verwandle die Straße in mehrspurige, da ich sagen. Meinst du die da, die wo da durch die Stadt durchgeht, das kann ich auch mal demonstrieren, ja, was dann passiert. Und zwar, du kannst natürlich auch mitten in der Stadt die schmalen Straßen größer machen. Aber was passiert dann? Ja, da gibt es für innerorts gibt's eine mittlere Straße. Blub, die blauen Dinger, die sind schon. Und es gibt eine große Straße. Und dann siehst du das, 4 Gebäude werden entfernt, 6 werden verschoben. Das heißt, da wirst oft und gern gehen dann nicht Häuser kaputt. Muss man halt mit einrechnen, aber das tun wir jetzt einfach mal.
in Ingolstadt. So, da durch. Da durch. Da und da. Damit so ein schöner Ring da ist. Na, jetzt sind ein Haufen Häuser nämlich einfach weg. Aber das wird schon. Ja, Ingolstadt, Diagramme. Sechs den Drop in der Kurven. Das sind jetzt die ganzen Gebäude, die wir dadurch jetzt abgerissen haben. Das war nicht wenig. Aber die bauen sie wieder auf. Ja? Je nach die Verkehrsdaten von der Stadt, wie viele Städte das angeschlossen sind, wie die öffentlichen Verkehrsmittel sind. Das ist da in der Übersicht ersichtlich. Und dann siehst du die Grundeinwohnerzahl und die kommt immer wieder, sobald du nicht alle Häuser weglöscht. Ja, falls sich da jetzt irgendjemand schwerere Sorgen macht, dass da irgendwas kaputt gegangen ist. Wird schon wieder. Braucht bloß ein wenig. Man kann da rundherum auch mal ein bisschen. Ich habe auch gespannt, es bauen sie da offensichtlich mehr Häuser hin, wenn man die Umgebung ein bisschen glättet. Ja, wenn da nicht so, mir ist aufgefallen in diesen Canyons und so, da ist die Umgebung an die Straßen immer ein bisschen buggy. Ja, schaut nicht so sauber aus, wie da zum Beispiel. Kein Mensch baut so eine Straße, was soll das? Da gehört das ein bisschen geglättet und dann schaut das nicht mehr so schlimm aus. Und dann bauen sie da eher die Einwohner und die Möglichkeiten und die Sachen wieder hin, als im Vergleich zu vorher. So, die Frage ist, was mit der Straße da ist. Also sie ja sagt, die abgefuckte Scheiße, Bau nicht möglich, eine Hauptverbindung wird unterbrochen. Was? Ja, das müssen wir anders. Das müssen wir anders machen. Da müssen wir eine Verbindung da herbauen. So ist nix. So. Und dann können wir das abreißen. Ich kann das nicht abreißen. Warum kann ich das nicht abreißen? Verstehe ich nicht. Ich kann die Straße da nicht wegreißen. Naja, in der Hoffnung, sie nehmen vielleicht ein bisschen beide her. Wird dann schon werden. Naja, gut. Also. Wie schaut es in Moosburg aus? Was geht in Moosburg? 14 Leute sitzen im Bus drin. Was geht Moosburg? Ja, aber in der internen Bushalte-Dingsbums geht einmal noch gar nichts. Da hat sich gerade ein riesen Wolkenkratzer hingebaut. Da hat Geschäftsgebäude. Da haben wir Wohnhaus. Kling, 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 kling. Deine Mutter ist kling, kling, Alter. Diagramme. Und da siehst du, da geht die Kurven sofort steil nach oben. Sobald du die Stadt, im Prinzip ist die Stadt ja jetzt mit allen anderen Städten verbunden durch den Flieger. Und das gilt quasi, pass auf, in der Übersicht als Ziele. Da, der Einfluss da, Ziele. Und da merkst du dann, wie viele Ziele halt die Einwohner in der Stadt haben, nämlich 1960. Und das sind Wohngebäude, Industriegebäude und Arbeitsplätze. Ja, je höher der Prozentsatz ist, desto größer wird die Stadt von Grund auf. Und wenn wir irgendwann alle miteinander verbunden haben, dann buttert man die fettesten Städte mit den ersten Gütern voll, mit guten Gütern, und dann werden die noch größer und es gibt noch mehr Arbeitsplatz und du pumpst quasi eine Stadt auf und die pumpt automatisch alle anderen Städte auf. Weißt du, wie ich meine? Ich hoffe, dass man das einigermaßen versteht, keine Ahnung. Das ist halt, man kann das Spiel auf so viele Arten und Weisen spielen, auf schön bauen, auf einfach alte Lokomotiven umeinander fahren lassen und so weiter. Ich baue das halt so, wie ich es da halt im Stream tue, so tue ich das eigentlich fast immer. So, Landshut, Minga, Moosburg, 4 Städte sitzen an dem Ding dran. Jetzt muss ich das bloß ein wenig rumsprechen, auf gut Deutsch gesagt, dass da mehrere Leute von Moosburg nach sonst wo hinfahren. Aber das Ding ist ja jetzt sehr einseitig. Das heißt, wir haben jetzt da 4 Städte am Flughafen verbunden. Mit einem Shuttlebus, der da hin und her geht, ziemlich schnell. Und dann geht's da auch ziemlich ab. Jetzt gehen wir nach rechts unten. Theoretisch haben diese 4 Städte da oben aber nur ein Ziel, nämlich Wien da unten. Weil die anderen Städte, Graz, Linz und Going, noch nicht am Flughafen dran sind und noch nicht mit einem Shuttlebus miteinander verbunden sind. Jetzt, wenn wir die 4 auch noch anschließen, dann haben wir quasi 8 Städte miteinander verbunden und die tauschen ihnen die Passagiere mit den Flügen aus. Und dann ist hier Achterbahn alle. Dann ist hier Transportfieber. So, dazu Phase 1. Erst einmal in allen Städten Folgendes. Wir bauen das Straßennetz leicht aus. Das ist immer das Erste, was ich tue. Dass man da eine schöne Rundfahrt machen kann mit dem Bus. Also eine schöne... Sechste ist also, sobald ich da die erste... Jetzt habe ich Ewigkeiten, hat sich in der Stadt nichts geändert. Jetzt habe ich eine Straße gezogen und KI tut sofort da selbstständig anfangen zum Bauen, sobald ich das Straßennetz erweitert. Dass wir ein paar Gebäude verlieren, ist uns wurscht. Das hilft sowieso nicht. Und dann werden wir noch ein bisschen... Glätten, Focki!
Da, siehst du das? Sofort wieder Gebäude einbaut, dann ist das alles ein bisschen kompakter und nicht so weit auseinandergezogen und so ein Scheißdreck. Das ist alles ein Kass. Straße. Verbindet man gleich wieder. Machen wir vielleicht sogar da. Haben sie sofort wieder heiser hingebaut. Siehst du das? East Peas Lemon Squeeze. So. Dann. Brauchen wir da noch einen? Ja, irgendwann kann man dann nicht mehr aufhören. Dann Gebäude, Bushaltestellen. Wir brauchen erst einmal die große. Erst einmal bauen wir mit die große Bushaltestelle. Die Frage ist wie immer, wo wir die bauen. Die bauen wir wie immer da. So, ganz an Straßennetz ohne. Ist vielleicht einer so ein kleiner Tipp. Du siehst, sobald ich diese Busstation da an das Straßennetz anschließe, egal wo, blub, blub, dann werden da die Häuser weiß. Das ist der Einflussbereich. Ja? Wie weit quasi die Leute, die entweder in dem Gebäude drin arbeiten oder wohnen oder wie auch immer, überhaupt zu dem Busding da hinkommen. Und wenn du da ganz nah reinzoomst und ich das da ganz nah ohne Zoom, dann sieht man da so kleine Verbindungen an die Straße. Und je mehr Verbindungen habe ich so manchmal das Gefühl, da in die Straßennetze einführen, desto mehr ist der Einflussbereich. Siehst du das? Blub. Und sobald ich da oben gehe, ja, dann tut es jetzt nicht so viel. Ja gut, weil links unten auch keine Gebäude nicht sein. Das ist ein schlechtes Demonstrationsbeispiel. Aber nein, da habe ich mir angewohnt, mache ich so, funktioniert, never touch a running system. Halt dein Fotzen! So. Große Shuttle-Bus-Station haben wir. Jetzt brauchen wir die kleine, die führen wir außen rundherum. So, die führen wir da ein. Einführen. Die führen wir da ein. Dann führen wir es da außen ein und dann haben wir schon einen Kreis. Der Stammbaum ist ein Kreis, oder was? Graz, ja genau. Graz Bus. Achtung, Graz Bus. Wir starten immer beim Shuttle und fahren wir entweder im oder gegen Uhrzeigersinn. Ich glaube, dass das scheißegal ist. So, jetzt brauchen wir nur eine dicke Straße. Da so direkt eigentlich oben und ja, fuck, wir haben das Ding voll gebaut, gell? Ja, daher. Kriegen wir schon, fahren wir ein kleines Kurval, geht schon. Da fahren wir dann ein kleines Kurval, das geht dem schon. Da tun wir uns einmal nicht hinunter, tun sie sich nicht hinunter. So, Straßenanschluss. Glättifucking. So, zauberhaft. Dann nehmen wir die Straße, dann nehmen wir die dicke Straße, dicke Schnellstraße. Achtung, Verwechslungsgefahr. Jetzt fahren wir wieder mal so, ne? Dann fahren wir wieder wahrscheinlich direkt in den Berg. Ja, mit Tunnel, Leute. Schau dir das so. Mit Tunnel. Da bauen wir einen Tunnel, weil wir es haben. So, und dann ein Kurval. Machen wir Kurval. So. Kurval daher. Und dann machen wir, was machen wir dann noch? Dann können wir die Scheiße da eigentlich löschen. So. Und dann können wir da ja Kurval. Ja, Kurval. Schönes Kurval. Nehmen wir ein bisschen Klett im Fucki. Die Kackstraße, die können wir eigentlich abreißen und komplett drauf scheißen. Und dann entzerrt sie vielleicht auch der normale Verkehr von den Busse ein bisschen. Und dann können wir eigentlich schon eine Shuttle-Linie herziehen. Schau dir das an. Schau dir das an, Alter. Shuttle! Wo haben wir da unten? In Graz. Überall haben wir wieder in Graz. Haben wir wieder schon in Graz, ja. Shuttle, Graz, Haltestelle, Shuttlebus von da nach da. Ole, ole. Und dann ist auch schon wieder Zeit, dass wir uns da irgendwo so ein Fahrzeugdepot hinstellen müssen. Da stellen wir jetzt einmal zentral eins auf. So weißt du, was ich dir sage? Da stellen wir jetzt einmal zentral eins auf. Zuerst haben wir aber Glätten. Glätten ist immer gut. Kreisverkehr wird nichts beim Flughafen. Meinst du da? Ja, noch brauchen wir keinen. Noch, glaube ich, brauchen wir. Schauen wir uns erstmal die Verkehrslage an und dann schauen wir, ob wir vielleicht vielleicht können wir auch mal irgendwie schauen, ob wir so ein fettes Autobahnkreuz da verbauen. Schau dir mal das an. Ich habe zwar ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, was ich mit dem anfangen soll, aber es war irgendwie mal cool, das irgendwo hinzustellen. Weiß ich nicht. Vielleicht, weißt du, was wir deren? Weißt du, was wir deren? Wir deren Linz und Going
bauen wir da so eine Straße durch, machen wir so eine Autobahnkreuz und da fahren wir dann da oben. Einfach, weil wir es kennen. Einfach, weil wir können. Stefan, merci für den Euro. Ampeln ausschalten. Dann geht's auch ab 4-spurig Straßen, dann hast jeder Kreuzung eine Ampel, ist gleich Stau. Ampeln ausschalten? Wo kann man Ampeln gleich wieder ausschalten? Wo kann man Ampeln, Ampeln kann man einzeln löschen, glaube ich. Das habe ich noch nie da. Sag ich dir, was ist. Das haben wir in Augsburg gehabt, gell? Das da, gell? Wie tut man das? Wie tut man Ampeln ausschalten? Stefan, wie tut man Ampeln ausschalten? Und hör auf jetzt Euros zum Schmeißen, du Zipfel. Das geht über die Straßenansicht. Straßenansicht? Links oben Straßenansicht. Ist da links um? HUD-Symbolfilter. Hä? Mr. Flip 55 Nase, was meinen Sie? Was meinen Sie? Klick mal durch. Ja, das kenne ich. Kann man vielleicht auch mal, das haben wir noch nie angeschaut. Ja, das ist so. Ja, wie soll ich sagen? Da siehst du halt, wie stark der Verkehr ist. Dann siehst du Ampel irgendwann. Was war's? Ah. Das ist neu. Brudi, das ist neu, das kenne ich nicht. Ihr habt zwar gerade was gezeigt, das habe ich noch nie gesehen. Stefan, Flipnase, absoluter Pro-Gamer. Schau dir das an. Da kannst du und dann siehst du da so Ampeln. Was ist denn das da? Kann ich da für den Privatverkehr Straßen sperren? Oder fährt da dann gar keiner mehr? Fahren da meine Busse dann noch, wenn ich die Straße so sperre? Wieso sagt man das keiner? Nach sowas suche ich schon seit... Ich sperre jetzt die Straße da. Da machen wir Ampel, da machen wir Ampel. Das ist auch in Ordnung. Da ist auch eine Ampel. Scheiß auf Ampel, oder? Sollen sie einfach durchfahren? Sollen sie nur... Alter, wieso sagt man das keiner? Das suche ich schon seit keine Ahnung wann. Oder so eine Funktion. Wie so Wegpunkte mäßig. Alter. Alter, wie gut ist denn das, Alter? Ach, wenn du die Straße sperrst, dann baut die KI nix. Aber fahren die uns schon noch. Na, fahren tut da aber auch keiner mehr. Siehst du das? Brudi! Abinger, merci für den Euro. Grüß von die Lieblingsberger Hüttenfreund. Grüß zurück, Bussi aufs Nussi, nicht zu viel saufen. Hab ich nicht gewusst? Sag ich dir, was ist? Ich hab einfach bloß gemeint, dass da herum ein Straßenverkehr. Ich meine, ich hab natürlich die Symbole gesehen, aber für die war ich blind. Ich hab nicht gewusst, dass man da draufdrücken kann. Und dass die eine Funktion haben. Brudi, beste Leben, Alter! Stefan, Flipnase, merci dir. Fahren die uns schon, aber die kürzere Route. Ja, das tun sie ja immer. Das tun sie ja eigentlich immer. Ja, Alter, easy, Alter. Wie gut ist denn das? Hab ich nicht gewusst. Das ist nur, dass die KI nichts baut. Okay, also fahren die uns dann schon. Das heißt, die Straßen sperren braucht man quasi nicht. Aber Ampeln, weißt schon, Ampeln. Das hab ich nicht gewusst. Hab ich nicht gewusst schon, hä? Das mit den Ampeln ist interesting. Very nice. Very nice. So, Leute, wir müssen denen da unten Ziele geben. Ziele! Freddy, Bus bauen! So, 2 mehr E-Citaro. Bam, bam, bam. Intern Graz. Großer Shuttlebus, 25%. Ab zum Shuttle. Los geht's. So, Graz ist angeschlossen ans Verkehrssystem. Hoffe ich zumindest. So, dann bauen wir den Busbahnhof gleich mal 3, 4, 5 Mal aus. Was wir oben im Übrigen vergessen haben. Das heißt, wenn da die fette Party nämlich abgeht, dann passen da auch nur Leute, verstehst? So. Jetzt braucht man Linz. Bitte, meine Damen und Herren, wir schließen jetzt Linz an das Verkehrsnetz an. Erstmal reißen wir den ganzen Scheißdreck da davor. Dann bauen wir ein bisschen mit den Straßen umeinander drin. Einfach, weil wir es können. Einfach, weil wir es können. So. Wunderschön.
Zauberhaft. Ja, kreuz und quer durch, weil so ist das. Da gehst her. Da gehst her, da bauen wir mir durch wie der Chef selber. Schau dir das an. Schau dir das an, bitte. So, wie jedes Mal. Erst einmal braucht man einen Shuttlebus. Shuttlebus-Station, die bauen wir wieder hier hin. Zauberhaft. Gehen wir einen Straßenzugang, warum ich das so baue. Bitte fragt's mich nicht. Ich mach das einfach so. Ich denke mal, ja, das wird schon seine Richtigkeit haben. Wunderschön. So, machen wir so. Dann brauchen wir Gebäude, Bushaltestelle. So, das ist ein bisschen größer. Linz ist ein bisschen größer. Schaut dir Linz an, bitte. Bitte schaut dir Linz an. Linz ist brutal. Snooze-Penny! Die habe ich übersehen, das tut mir leid. Tritt und schöne Grüße aus der Berufsschule Wohnheim. Was heißt ein Berufsschule Wohnheim? Sagst du mir deine Berufsschule-Sepp, mein schöner Gruß? 18,60 € sind 2, aber wem erzähle ich das? Snusler, Bussi auf Snussi, Dankeschön dir. Grüße in die Berufsschule hinein. Der Paul Pilot, servus Birgi, ich hoffe, dir geht's gut. Bei mir kommen nächste Woche Abschlussprüfungen. Hast du irgendwelche Tipps? Ja, einfach nicht hingehen. So. Birgers Abschlussprüfungstipps. Saufst am Tag vorher 2 Flaschen Wodka, brauchst am nächsten Tag nicht in Prüfung gehen. So. Bushaltestellen braucht man 1, 2, 3, 4. Ah, Linz ist groß. Schaut dir das an. Linz ist groß. So, wir bauen eine Linie. Linz. Bus. Sieh dir das an. Und dann fahren wir da einmal sauber im Kreis rundum. Jawohl. Dann brauchen wir noch eine neue Linie. Und zwar Shuttle Linz. Bitte. Shuttle Linz geht von hier nach da. So, da haben wir jetzt natürlich eine futzengrobe Scheißverbindung, weil diese scheiß Landstraße da mag ich die Sau nicht fahren. Darum bauen wir jetzt da noch so einen Straßenanschluss rein. Jawohl. Alter, schau hier, wie das geht. Da bin ich mir nicht so viel Schmerz, sondern einfach mit Bau. Dann ist da richtig was los auf der Baustelle. So, wo fahren wir da auch? Da fahren wir direkt geradeaus auf. Schau dir das an. Schau dir das an. Ja, schau dir das an. Das ist ja direkt zauberhaft. Direkt schon fast Frevelei, oder? Nein, kann so eine scheiß Kurven fahren, Alter. So, und da ziehen wir so eine Straße rum. Und dann schaut das zauberhaft aus. Hey, ja, mittelmäßig zauberhaft, aber für mich ganz! Schnauze! Und da ziehen wir auch noch eine weiter. Einfach weil wir es kennen. Hier, da geht's zu in Linz. Hier bin ich Mensch, hier möchte ich sein. Ja, die haben wir gar nicht lange umeinander. Bauen wir ein Fahrzeugdepot und dann schicken wir die Linzer auf die Reise, oder? Linz. Ich glaube, ihr spinnt's. So, zweimal den Standardbus für die innere Verkehrslage. Ja, bitte. Dann nehmen wir den großen. Ja, da erkläre ich jetzt nicht mehr lang, was ich da tue, weil sonst wären wir wieder nicht fertig. So, Shuttle und innerer Bus angeschlossen. Schau dir Linz an. Linz ist voll groß. Schau dir mal so, das hat 372 Einwohner. Schau dir das an. Brutal, Alter. Brutal. It's fucking brutal. So, währenddessen können wir uns mal die Sachlage in Graz anschauen. Hier haben wir aktuell an unserem Shuttlebus, was der wichtigste Punkt an die Städte ist aktuell, so wie wir das gerade machen, der Shuttlebus. Zumindest wie ich spiele. Da sehe ich, da warten 30 Leute. Dann schaue ich, wo ist denn da gerade der Bus unterwegs? Der ist gerade da hinten und bringt 0 Leute zurück. Ja, das ist nicht so gut. Aber es ist wurscht. Das heißt aber für mich, so viel wie, wenn der beim Zurückkommen erst ist und da schon 40 Leute warten, was ich dir sage. Fahrzeug verwalten, duplizieren. Duplizieren, habe ich gesagt! Jawohl. Und dem geben wir natürlich auch 25 Unterhalt und dann fahren da nämlich 2. Geht schon schneller hin und her. Verstehst? Der Zustand von mehreren Fahrzeugen ist sehr schlecht. Wie? Zustand? Sehr schlecht. So, folgendes. Weiß ich nicht, ob wir da jemals drüber geredet haben. Der Zustand von Fahrzeugen verschlechtert sich, je älter das werden. Ja, da unten, rechts unten, vergeht ganz schnell Zeit. Und
Ich bin mir nicht so ganz hundertprozentig sicher, was das alles für Auswirkungen hat, wenn dieses Fahrzeug einen ganz sehr schlechten Zustand hat. Ich weiß sehr sicher, dass zum einen einmal dann die Betriebskosten immer höher werden. Kannst du umgehen, und zwar folgendermaßen. Gehst du auf die Linie, da haben wir zum Beispiel unseren Shuttlebus, den Berghoff Duwe, Black, keine Ahnung. Da fahren 2 Busse, Fahrzeuge verwalten und dann kannst du die markieren und dann da Wartung für die gewählten Fahrzeuge konfigurieren. Und wenn du das mindestens auf 25% stellst, dann werden die nie sehr schlecht, sondern bleiben, glaube ich, auf mittelmäßig. Wenn du das 50% erhöhst, dann bleiben sie auf gut. So, die Kosten werden mir scheißegal. Dann kannst du es eigentlich auf 25% stehen lassen. Kosten es nicht zu viel, aber auch nicht zwingen, dass es irgendwann so schlecht werden, dass es nicht mehr funktioniert. Aber ich habe also ein bisschen das Gefühl, dass die Attraktivität des Fahrzeugs sinkt und dann nicht so viele Leute diese Linie benutzen. Also so viele Passagiere an die Wartestellen warten und so, weil sie nicht so gern mit dem Scheißbus fahren. Ist aber wahrscheinlich bloß ein Gefühl. So, anwenden. Da das sowieso der alte Scheißbus ist, da gehen bloß 23 Leute rein, nehmen wir den, auswechseln, 25%, los geht's. So, was haben wir noch für euch? Da haben wir noch viel mehr, schau dir das an. Da, Shuttle, austauschen, anderer Bus, zack, bam, 25% eingehauen, passt der. Was haben wir da? Groß geschwinden, irgendwas, der Inlandbus, austauschen durch den E-Citaro, kostet sowieso generell weniger, 25%, weiter geht's. Fahrzeugstelle Goldbeck Bus, dein Mama ist ein Bus, Alter. So, nein, nicht, hoppala, umdrehen. E-Citaro, auswechseln, 25% drin. Mr. L Games, mach Vollgas reparieren. Bitte lies mir Nachricht. Warum? Beim Reparieren. Warum? Ich hab da halbe Vollgas. Warum Vollgas? Gibt's da einen Sinn? Haben wir da einen Sinn dahinter? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Ich hab noch keinen Sinn erkannt. Sag ich dir ganz ehrlich. Jetzt passen wir Obacht, weil da der Mozart schreibt. Flieger! Ja, ich weiß es nicht genauso. Also, Sprengi, Flieger? Fragezeichen. Flieger? Fragezeichen. Oh, lecker, da unsere Fliegerstation geht schon über. Siehst du das? 138 Passagiere warten. Wir haben nur 2 und wir haben schon 2 Boeings da fliegen, Alter. Fahrzeug verwalten, was wir jetzt da tun, da scheißt man jetzt sofort 2 neue Flieger rein. Bam! Und die Unterhaltskosten schrauben wir ebenfalls auf 25%, weil da der erste schon schlecht ist. Oh, und jetzt ist er mittelmäßig. Siehst du das? Schauen wir uns die Linie einmal an. Der Flug Berlin macht 13 Millionen. Ganz ehrlich, da können wir eine volle Reparatur machen. Und dann hoffe ich, dass die Dinger gut werden. Das schauen wir uns jetzt einmal schnell an. Lass uns einmal ein wenig laufen. Noch haben die zwar mittelmäßig. Ja, jetzt muss einmal die laufenden Kosten müssen jetzt einmal ticken. Und dann, was so alle Minuten nochmal passiert, glaube ich. Und dann müssen sie das Zustand verbessern. Und der L-Games, schauen wir mal, was der dabei schreibt. Bitte liest die Nachricht, ist besser. Ich glaub's halt. Ja, es kommt nicht drauf an. Eventuell macht aber die Linie zu wenig Geld, dass sie das rendiert mit 50% mehr Betriebskosten. Verstehst du, wie ich meine? Weil wenn es Minus macht, ist natürlich kacke. Kann vorkommen bei Busse, die kosten nicht viel und die machen dann halt 50.000 Minus im Jahr oder so. Währenddessen deine anderen Linien halt 20 Millionen plus machen, scheißegal. Oh, Shahid, Zustand sehr gut. Ja, gut, dann lassen wir es halt sehr gut. Außerdem glaube ich, je schlechter der Zustand wird, desto langsamer fahren die Fahrzeuge in Höchstgeschwindigkeit. Wie schafft man es, dass die Rohstoffstellen mehr Produkte in das Depot ablegen? Ja, das hängt von vielen Dingen ab. Das hängt vom Abtransport ab und von der nächsten Aufnahmestelle. Das heißt, wenn du eine Güterproduktion, nehmen wir mal die einfachste Güterproduktion im Spiel, das ist Stein, Ziegel, Stadt. Ja? Du musst quasi den Transport zwischen Stein und Ziegel so fließend hinkriegen, dass die Produktion bei den Steinen steigt und gleichzeitig aber bei den Ziegel so viel abtransportieren in die Stadt, dass quasi das Ende der Transportkette, wie soll ich sagen, so gut ausgelastet ist, wie es geht. Dann produziert auch der Anfang mehr. Wenn hinten nichts abtransportiert wird, dann produziert der vorn auch nicht mehr. Ist das einigermaßen verständlich? Das ist schwierig zu erklären. Aber ich weiß genau, von was du redest. Das Problem habe ich auch ab und zu. Schwierig wird es dann, wenn du für eine Produktion, also für einmal Stein, produziert einmal Ziegel und von den Ziegel gehst du in mehrere Städte.
schwierig. Hat bei mir auch immer wieder Probleme. Nein, ja, weiß das schon. Scheiße, Alter, wir haben jetzt minus 20 Millionen. Aber weißt du, an was das liegt? Wir haben uns gerade 2 Boeings gekauft haben. Weißt du, was ich hier sage? Sollen wir mal einen Rundflug starten? Oh, schau dir die so. Schau dir die so. Da warten 114 Leute an der Bushaltestelle im Ding. In Linz. Brudi. Hau die Busse rein. Was haben wir da? Shuttle Linz. Warten 88 Leute. Dupliziert im Bus, Alter. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt buttert man bloß noch Busse in die Linien rein. Und dann ist hier fucking Zwirbelbahn, Alter. Unterhaltserkosten Mozog, die lese ich vor. Also, pass auf, Achtung, bitte zuhören, wer das Spiel spielt. Setzt du den Unterhalt auf hoch, zahlst du 25% mehr Unterhalt an die Fahrzeuge und der Fahrzeugstatus bleibt immer auf mittelmäßig. Du kannst den Unterhalt auch auf sehr hoch setzen. Dann zahlst du 50% mehr als normal, dein Fahrzeug wird aber immer einen sehr guten Zustand erhalten und somit weder seinen Stimmt, den gibt's auch noch. Seinen Emissionswert erhöhen, noch jemals dreckig und rostig werden. Jawohl! Und ich glaube, wenn das dreckig und rostig wird, ab einem bestimmten Zustand fährt es in der Höchstgeschwindigkeit auch langsamer. Was durchaus für die Flugzeuge wichtig ist, weil wenn die langsamer fliegen, brauchen sie da länger, das ist eh klar. Und für die Busse natürlich auch. Je länger das die brauchen, desto weniger transportieren sie, desto weniger Geld machen wir damit. Herr Donner, merci für den Euro. Machst du mal einen Tram statt die Busse? Oder rechnet sie das nicht? Das können wir machen. Wir haben mit Sicherheit noch eine Stadtdemo anschließen müssen. Ein Snuspenny habe ich noch gelesen. Unterhaltskosten erklären wir nicht. Und irgendwann fallen sie vom Himmel als langsam. Flugzeug, jetzt hat alles gecheckt. Mozart, habe ich kurz gebraucht, Verzeihung. So, das erste, was ich da immer tue, wenn ich meine Städte so überfliege, ich schaue mir als erstes an, wo Leute an der Haltestation stehen. Und dann sechst du es da schon, da sind kleine Menschkerl und ein grosses Menschkerl. Und sobald da ein grosses Menschkerl ist, heißt das für mich, da ist zu wenig Transportmittel. Das heißt nämlich, da schau hin, Shuttle Moosburg 56 Passagiere oben warten und wenn es blau sind und mit dem Ausrufezeichen, tu das einmal ein bisschen da in die Mitte rein, dann geht quasi die Station über. 2 Möglichkeiten, du kannst die Station größer bauen, ja, ist modular baubar, das können wir jetzt in dem Fall, der wir jetzt das einmal zu Demonstrationszwecken. Achtung, abgerissen, Straße abreißen, Station anklicken, konfigurieren. Dann der wir den Straßenzugang weg, wir gehen da herum auf Passagiere und dann kannst du da in den Terminals zusätzlichen Platz bauen. Dann klickt man da drauf, schau hier, Shuttle Moosburg, 47 Personen, keine blaue Meldung mehr, jetzt passen. Ich weiß nicht auswendig, wie viel das dann hinpassen, ich habe keine Ahnung, aber auf alle Fälle mehr. Also pro Element, das du da drauf baust, desto mehr Passagiere passen auf. So, brauchen wir natürlich unseren Straßenzugang wieder. Dass die Busse da wieder reinfahren können. Machen wir aber kurvig. So. Und dann nehmen wir so ein bisschen glätten. Glätt den Focki! Dann nehmen wir ein paar, was wir auch noch deren. Ein paar Bahnen rundum bauen. Schau dir das so zauberhaft schaut's aus. Schau, ich wird zauberhaft aus, das ausschaut, als wäre es schon so gewesen. Chattercat, merci für deine 9 Euro! Das tust du auch bloß, dass ich dich nicht zusammenscheiß wegen den zweistelligen Beträge. Du Huren! Schönen Abend wünsche ich dir auch. Dankeschön. Und viel Spaß, ne? Merci dir, Alter. Dankeschön. Wie viel passen jetzt da hin, Mozart? Ja! Zweite Option, um das besser zu machen. Gehst du mal auf Shuttle Moosburg. Da warten 64 Leute. Sauber zu viel. Da fährt ein Shuttlebus. Ja? Hergeh, bauen wir einen zweiten dazu. Markier alle, gib ihnen 25%, passt. Und dann fahren da 2 Busse hin und her. Und transportieren halt noch mehr, noch schneller Menschen an den Flughafen. Was haben wir da? Schau dir das an, wie viele Passagiere da umeinander stehen. Da ist immer jemand zum Abholen, der gerade mit dem Flughafen kommt und dann da wartet und umsteigt und so weiter. So, selbiges machen wir jetzt da herum. Oh, schau dir das an, da haben 2 große Figuren. Schau dir das, da warten 106 Personen. Ja, das geht einmal gar nicht. Sag ich dir, wie es ist, da tun wir gleich auch mehr an hier. Hoppala, Autosave, da ruckelt es aber ganz kurz, aber das ist ja in Ordnung. Anwenden. So, schicken wir gleich mit dem zweiten Bus auf die Linie. Wie schaut es da herum aus? Ah, da geht nicht viel. In Ingolstadt, da geht einfach nicht viel. Schau dir das an, da warten 7 Leute, das ist ja lächerlich. Das ist eigentlich eine große Stadt mit 347 Einwohnern, ohne sonstige Boni drauf.
Komisch. Ingolstadt hat keinen Bock nicht. Ingolstadt hat... Alter, was ist denn in Minga los? Schau dir mal die so. Da warten an jeder Busstation 8000 Leute. Hau die Busse ein, Alter. Gib ihnen 25%. Jawohl, transportiert mal die Leute sauber in Minga. Was ist denn mit euch los? Brudi! Die fahren wieder alle bloß im Kreis umeinander, die Zigeuner. Ingolstadt braucht mehr Busse. Wegen... Ja, wie viel fahren da? Ja, also berechtigt. Ja, einen kommen wir noch dazu. Da tun wir noch einen dazu. So. Die Kopierfunktion war so gut. Alter, im ersten Transportfever hast du jedes Mal in das Depot rein müssen, kaufst einen Bus, mussten wieder separat auf die Linie legen und so. Die neue Funktion, dass man einfach ein Fahrzeug auf die Linie drauf dupliziert. Zuckerl. Das macht so viel mehr Spaß. So, das lassen wir jetzt einfach mal laufen, das Konstrukt, und wir widmen uns dem Konstrukt wieder da unten. Da haben wir nämlich noch eine Stadt, nämlich Going. Und was ist mir da denn? Da sehe ich schon wieder zwei große Dinge. Was ist da? Shuttle Linz, Alter. Da fahren doch schon zwei Busse. Wie viel da, Alter, in Linz? Da steht der Bär. In Linz steht der Bär, da geht's ganz anders. Da haben wir gleich noch einen dritten Shuttlebus dazu. Und bei den normalen Bussen, wie viel von da? 4. Da tust du gleich noch einen 5. dazu. Einfach, weil wir es kennen, Alter. So, und jetzt bauen wir eine Trambahn. Trambahn, Alter! Trambahn! Magst du mal eine Trambahn, Alter? Und zwar ein Going. Wo er immer fucking Going ist, ich weiß nicht. Kein Going nicht. Ja, jetzt einmal die Straße durchziehen, damit das schön passt. Oh, da haben wir einen Bruckel schon. Bruckel mag ich nicht. Bruckel mag ich nicht, Alter. Bruckel, nein. Ein Bruckel mag ich nicht. Das hat viel Fett im Wadelsteg, was? So. Und da bauen wir keine Busse, da bauen wir eine Straßenbahn. Going soll die erste Straßenbahn kriegen. Oder? Was halten Sie davon? Ab in den Chat. Straßenbahn oder Bus? Ab in den Chat. Lasst mir euch entscheiden. Hoppala. Straba, Bus, Straba, Tram, U-Bahn gibt's leider nicht. Das ist noch was, das wünsche ich mir für Transportfever 3. Ein U-Bahn-System, das war der Hammer. Liebe Transportfever-Entwickler, please give me U-Bahn-System. Dankeschön. Das wundert mich ehrlich gesagt, dass das nicht drin ist. Wundert mich. So, dann machen wir das ganz gekonnt, oder? Bus, Tramstation, elektrifiziert, jawohl, ja. Dann machen wir das gleich mit 30 Meter lang, einfach weil wir es kennen. Brudi. So, bauen wir da her. Dann bauen wir einen zweiten Straßenzugang, wenn wir das Albe machen. So. Jetzt müsste man natürlich die Stadt leider Gottes ein bisschen zerstören. Warum? Weil wir mir jetzt da eigentlich eine vierspurige, wie soll ich sagen, eine zweispurige beidseitige Straße brauchen, damit die Straßenbahn da sauber fahren kann. Ja? Busspur, ja, elektrisch, ja, und dann bauen wir einfach mal da um. Jetzt pass auf, machen wir so. Dann bauen wir einfach mal so. Ja. Dann bauen wir da her. Dass wir einmal halt so im Kreis rundum fahren können. Dann bauen wir das. Dann bauen wir das. Dann bauen wir das. Bauen wir das. Das. So, und jetzt, wenn man da ein bisschen auszoomt, dann siehst du schon, wo ich jetzt den Kreis rundum gezogen habe. Und dann siehst du die blaue Linie, das hat jetzt alles ist quasi mit Straßenbahn und elektrifiziert. Das heißt, da kann eine Straßenbahn fahren. Das ist nicht der nächste Kniff, den haben wir noch gar nicht gehabt, glaube ich, den haben wir auch letztes Jahr noch nicht ausprobiert gehabt. Eine Trambahn braucht eine elektrische Leitung, die muss man separat bauen, also muss man da auf der rechten Seite bei den Straßen einsteigen. Es braucht ein Tramgleis, das ist einmal das Allerwichtigste. Und ich tue dann gleich schon eine Busspur dazu. Stückel vom Depot ist nicht elektrisch. Wo? Doch, das ist schon elektrisch. Das ist bloß nicht die vierspurige, sondern der zweispurige Straßenausgang. Aber sechst, da ist auf alle Fälle ein Gleis herin. Wenn ich jetzt da hergehe, irgendein Straßenteil ist auf alle Fälle, also es kann auf alle Fälle ein Tram fahren, sagen wir es so. So, und jetzt müssen wir da eigentlich da so ein Tram. Hashtag Tram. Oberbauen. Und zwar, da werden wir nicht durchbauen können. Nö.
Und zwar fahren wir jetzt da so raus. Hier. Jetzt muss ich kurz selber schauen. Hat da nichts fehlt. Ja, dann bauen wir straight da in die Tramstation rein. Warum nicht? Warum nicht, Alter? Und dann machen wir so da ein bisschen glatter, damit es so nach Kraut und Rühm ausschaut. Und so. Zauberhaft. Zauberhaft! Zauberhaft! Oh, schau dir das an, wie viele Leute das da am Flughafen wollen. Schau dir das an, über 200. Schau dir das an, unsere verdammte Flugzeugflotte macht verdammte 30 Millionen. Weißt du, was ich dir sag? Tu noch einen dazu. Einfach, weil wir es kennen. 3. Startbahn. Oh, stimmt, ja. Eine extra Landebahn. Guter Punkt, spreng ich. Guter Mann. Schau hier. Bam, Alter. Dazu baut. Das ist auch gut gemacht mit den Stationen, dass die modular aufbaubar sind. Das ist so gut gemacht. Ha, das spielst du gut. Es ist so gut. Jeder, der was anderes sagt, ist ein Ahnungsloser. So. Gleich mal extra Start- und Landebahn, Alter. Extra Start- und Landebahn. Geht das alles noch ein wenig, weißt du schon, ein wenig. Keine 3. Bahn. Patrick schreibt, keine 3. Bahn. Ich habe jetzt auch erst einmal eine 2. hingebaut. Dass es eine separate Lande- und eine separate Rollbahn gibt. Mit dem B-Wasser das andere verhinten. Django, was? 3. Startbahn, Muck dagegen. Was? Wieder, weiß jetzt nicht ganz, was du meinst. Bin ich überfordert? Bin ich überfordert, Alter? Bin ich überfordert? Also er war eher auf ja, das musst du mir sagen. Herr Patrick, woher soll ich das wissen? Woher soll ich das wissen, bitte? So, auf alle Fälle brauchen wir noch Gebäude. Bus-Tramhaltestelle. Die bauen wir jetzt da sauber rundrum. Wo wir unsere Linie bauen haben. Ja, ich baue das schon so ein bisschen für die Zukunft da auch. Ja, da bauen sie später dann schon irgendwann Häuser her. Da brauchen wir uns nicht hinunter tun. Ja, überall so da ein bisschen durch und dann haben wir da eine wunderschöne, relativ asymmetrische Durchfahrt. Linie. Going und nicht Bus, sondern Tramhalle. Stationen hinzufügen, das ist die erste. Und dann fahren wir da sauber im Kreis. Schaut das an. Ja, sauber im Kreis rundum gedüdelt. Wundervoll. Dann machen wir noch eine neue Linie. Going. Hoppala. Shuttle going. Von da zum Flughafen, Kinder. So, unser Flughafen ist noch nicht elektrifiziert. Wir haben zwar die Fahrt daher haben wir elektrifiziert, aber wir haben das ganze Ding noch nicht elektrifiziert. Da hier. Blablabla. Dann machen wir das Stückel noch. Und wenn wir übrigens, weil der Sprengi vorher gesagt hat, dass das Stückel noch feit. Hast du selber gesehen jetzt da? Du verwandelst die Straße in eine elektrifizierte Straße und automatisch die angeschlossene Bushaltestelle, ja, was jetzt da eine Riesenstation ist mittlerweile, wird automatisch mit elektrifiziert und hat dann Gleise und eben eine wie nennt man das? Oberleitung für die Trambahn. Trambahn, Alter! Was ganz furchtbar wichtig ist. Wenn ihr jetzt seid, es gibt dann ein Fahrzeugdepot und es gibt ein Tramdepot. Das haben sie getrennt. Warum auch immer. Hätte es nicht braucht, wenn man mich fragt. Tramdepot muss, wenn ich das jetzt einfach da an die Straße herbaue, dann hilft mir das ein Scheißdreck, weil da keine Schienen verbaut sind. Das heißt, das muss ich da anschließen, wo halt Elektrifizierung und Gleise sind, sonst können die Trambahnen nicht rausfliegen. Da habe ich mich schon mit behindert gesucht, warum die Idioten da nicht rausfahren. So, dann, Achtung, Fahrzeuge kaufen. Was haben wir für eine schöne Tram? Schaut euch bitte die Trams an, welche wollt ihr haben, ab in den Chat. Erst einmal für die Innenstadt. Für die Goinger Innenstadt, die im Kreis fährt, brauchen wir 2 Stück. Welche kaufen wir? Trams Rapid, die Cobra. Was ist Cobra? Das ist Cobra. Oh, die ist schön schon hier. Schnelle. CAF. Was ist ein CAF? Die fette gleich, oder was? Also, Cobra, CAF, Vitjas. Was ist Vitjas? Die Vitjas ist auch schön. Cobra, CAF. Das ist wieder sehr balanced. Da brauchen wir alle 3. Die schnellste natürlich. Was ist denn die schnellste? Höchstgeschwindigkeit 60, 70, 70. Gut, dann nehmen wir innerorts die.
Nehmen wir ein Vitjas. 25%. Going Tram. Und da das erste Mal ist, das schauen wir uns an. Schau dir die schöne Tram an. Schau dir die Tram an. Schau, wie schön das die ist. Mitfahren der mir. Brudi, da fahren wir mit. Schau dir das an. You know what time it is. It's time to tram, bitch! Bitte alle einsteigen, es bestehen Umsteigemöglichkeiten zum Kackstift Express in 5 bis 6 Minuten. Choo-choo, Motherfucker. Choo-choo. Wenn das nicht die schönste Tram der ganzen Welt ist, dann weiß ich es auch nicht. And all of a sudden, Transport Fever AD. Transport Fever AD, oder vor allem spielen wir Train Simulator. Bin ich nicht der beste Tramfahrer auf dem... Was? Greenscreen? Wo ist der Greenscreen? Ist er schon wieder hin? Der ist doch nicht schon wieder hin. Doch ist er! Da ist er wegen hin. Jetzt ist er wieder gut. So! Einsteigen! Da fährt immer noch keiner mit! Ich weiß nicht, warum mit mir keiner mitfahren möchte. Verstehe die Frage nicht. Da links unten steht Fahrradzahl. Sind wir 30 Pass? Nein, die 0 fahren mit. Ich weiß auch nicht, die wohnen lauter Arschlöcher, die gehen lieber zu Fuß. Die haben alle besoffen. Ja, das werde ich jetzt aussitzen. Weil der Flughafen nicht angeschlossen ist. Ja, wir fahren aber noch stadtintern. Ja, das ist die Stadtrunde. Ja? Vielleicht gibt es in Going aber auch nichts zum Singen. Ich weiß nicht, gibt es in Going was zum Singen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der Geri schreit. Servus Birger. Hast du nicht einmal gemeint, dass du Schwimmer warst? Jawohl. Weißt du zufällig noch ein paar alte Bestzeiten oder sowas? Da hat mir echt... Oh, leck, nein. Da jetzt... Oh, Alter, das ist 20 Jahre her. Das ist länger wie 20 Jahre her. Nein, weiß ich nicht mehr. Tut mir leid. Tut mir leid, weiß ich nicht mehr. Du hast gerade erst gebaut, hörst, die Leute wissen noch nicht, dass es gibt. Werbung musst du machen. Legendares, da hast du absolut recht. Da hast du absolut recht. Zoom mal noch mehr raus. Zoom mal mit. Was ist passiert? Er überfährt mich. Hoppala. So. Mittlerweile fahren halt 2 Leute mit. Und er fährt noch mit mir drüber. Steig nicht auf mich drauf, du Hurensohn. Steig nicht auf mich auf, du Hurensohn. Fällt zu dann. Was ist denn mit ihm da hinten? Ich hau da jetzt mal. So, jetzt pass auf. Machen wir wieder so. Da zoomen wir raus. Schauen wir uns das Ganze so ein wenig an. Das ist so entspannend. Scheiße. Ja, einfach mittendrin. Einfach mittendrin. Du musst einfach mal hergehen, musst es einfach mal anschauen. Das entspannendste Spiel, das du oder kannst, auch gerade in der Sommerpause. Zuckersüße. Zauberhaft. Absolut zauberhaft. So kämen wir nicht vom Pfleg. Auszoomen. Ja, da warten schon überall alle schon hin. Außerdem haben wir ja Geschwindigkeit ein bisschen oberdraht, das dauert ein wenig. So, jetzt Pause im Obacht. Ja, weißt du was noch fehlt? Ja, brauchen wir noch einen Tram. Und zwar für den Shuttle. Shuttle-Tram. Shuttle-Tram! Dann nehmen wir die fette, oder? Dann nehmen wir die Urbos 3. Gib ihm. Bam, bam. 25% und Anschluss an den Flughafen. Going! Going! Dann haben wir wieder ein bisschen aufdrehen, damit das da besser ausschaut. Ja, schau her, wie die ausschaut. Die ist auch schön. Ja, schau dir die, Alter. Die ist schon nicht schlecht. Was machst du da? Die ist schon nicht schlecht. Schau dir so. Schon cool. Schauen wir uns an. Da im Hintergrund ist, glaube ich, da weiß ich nicht mehr, was da war, aber es ist wurscht. Schau, ich fahre genau 70 km/h auf der Busspur.
Wird nicht unterbrochen vom normalen Verkehr. Pro Gaming. Schauen wir mal. Da ist der Bus mit 100 schneller, das ist richtig. Aber die Tram kann doppelt so viel Leute transportieren auf einen Schlag. Schiebeski, das ist so schön. Das ist so schön. Ich find, oh, leck, da fliegt einfach der Düsen. Nee, das weiß man fast rausgerutscht. Was ist fast gewinnt mit der Streamerei? Da ist der Düsen. Ein Traum in der Wüste, nö, ja, das wollte ich damit sagen. Mir ist die normale Umgebung, also was heißt die normale Umgebung, die europäische Umgebung, ist mir lieber, sage ich euch ganz ehrlich. Alter, was ist da los? Was waren das für Grafikfälle? Den habe ich auch noch nie gesehen. Schau dir das so, in Linz steppt der Bär immer noch. Shuttle Linz geht's total ab. Brauchen wir noch mehr Shuttle. Das ist immer noch. Da warten einfach die Leute, die wollen einfach zum Flughafen. Ja, dann sollen sie zum Flughafen kommen, Alter. Wie schaut's sonst aus? Mal schauen, transportiert das Ding schon. Oh, schau hin. Ah nein, das ist der falsche. Wo ist denn unser Tramgerät? Da. Sim von 43 sind schon drin. Schau dir das an. Und da warten aber im Shuttle auch schon 32 Leute wieder. Sechst du das? Wie der Plan aufgeht? Sechst du das? Da die sagen, das ist der Wahnsinn. Ein Düsennöcher ist unterwegs. Der Düsenflieger, ja, der Düsenflieger. Fliege. Sie fliegen. So. Den Flughafen müssen wir noch verschienen, hab ich gehört. Außer mit den Assets. Schaut ein bisschen aus wie in Afrika, ich weiß es nicht. So, Maltools, da haben wir ein bisschen kleine Wiesen drunter. Ein wenig eine kleine Wiesen drunter, macht mal größer da. So, wie das ausschaut. Das ist das absolute Paradise. Schon wieder. Was hat denn das für komische Grafikfälle? Das schaut ein bisschen. Schaut ein bisschen komisch aus. Kann man da die Deckkraft nicht irgendwie. Ah, doch, da, die Stärke schon. Dann kann man das ein bisschen einnehmen. Dass das doch nicht so kantig ausschaut, weißt du, wie man? Die Stärke ein bisschen mehr. Ja, schon. Wird eben schon. Damit die Kanten nicht so hart ist von dem Übergang zu der Wies. Weißt du, wie ich mein? Nächste ist, da wird das gleich ein wenig more real. Assets, dann nehmen wir ein paar Steine. Ein paar Steine schon nicht. Schon, und ein paar abgefuckte Bäume dazu. Ja, ein paar andere Bäume. Ja, Mischwald. Hashtag Mischwald. Schaut gut aus. Schaut tippitopp aus, ey. Das Sea-Fliegen ist doch ein South Park. Danny, hast du recht. Wieder mal ein Kenner. Da warten 200 Leute am Flughafen. Bauen wir noch 2 Flugzeuge dazu. 25%. Mittlerweile, jetzt schau dir das mal an. Jetzt machen wir mal, Achtung, Liniencheck. Gibt rechts unten so eine Übersicht. Bam, Liniencheck. Da siehst du alle Linien auf der ganzen Map. Jetzt sehen wir das einmal größer. Wir haben noch nicht viel. Ja, wir haben wirklich noch nicht viel. Wie gesagt, wir haben eine Challenge, in Anführungsstrichen, Passagiere only, und wir fahren nur Flughäfen. Dann sortiere ich die nach Ertrag und dann sehe ich, dass nur der Grazer Bus im Minus ist. Mit minus 50.000. Stehe ich da und denke mir so, I don't give a shit, Alter. Aber dann sehe ich unsere 7 Flugzeuge da unten und die generieren 32 Millionen. Brudi, durchgespielt. Ja, wir haben 300 Millionen am Konto. Und gut, wir haben gerade Flugzeug gekauft wie die Blöden. Was ist was ist. Aber was ist in Graz mit dem Bus? Was ist in Graz mit dem Bus? Warum mag da keiner Bus fahren? Ja, weil es so klar ist wahrscheinlich. Ich weiß es auch nicht. Graz ist einfach zu klar für einen Bus, glaube ich. Das habe ich öfter. In manchen Städten funktioniert der stadtinterne Bus nicht. Wenn mir das einmal jemand erklären kann, an was das liegt. Wisst ihr, an was das liegt? Wir haben doch ein paar Pro-Gamer da, die haben mir heute schon ein paar Mal so Sachen gezeigt, an was das liegt. Wölfchen, die habe ich übersehen, es tut mir so leid. Das Spiel ist eigentlich nicht mein Ding, aber du machst das so schön knuffig. Ja, ich soll gesponsert werden von Transportfieber. Das war das einzige Nein, das war nicht das einzige Gaming-Sponsoring, das ich ohne immer da, um ganz ehrlich zu sein. Aber das war auch eins. Ja, weil es eins meiner Lieblingsspiele ist einfach.
Was ich da schon eine Stunde reingebuttert habe, ich will es nicht wissen. Vor allem ins Ohren. Leon Wolf, die habe ich aber auch gesehen. Wann rentiert sich denn so ein Autobahnkreuz? Schaut schon geil aus. Da hast du vollkommen recht, das habe ich noch nie verbaut, weil ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, was das Ding tut. Was du selber ist. Alex, nochmal. Ich würde die Busse besser takten. In Klammern München. Let me have a look. Alex, die habe ich übersehen, es tut mir leid. Ich habe euch alle übersehen, ich war so vertieft. Aber schauen wir uns so. Minga, wo ist Minga? Gehen wir Minga? Alter, geh mal in Minga. Da gehen wir Minga. Schau dir das an. Okay, Busse besser takten. Denn ich feier aber nix. Schau, die fahren alle schön hintereinander. Siehst du das? Da ist einer, da ist einer, da oben ist einer. Gerade in der Hauptstation ist einer. Und da ist einer. Da habe ich oft das Gefühl, da haben wir letzten Mittwoch schon drüber geredet, dass sich diese Taktung der Fahrzeuge selber regelt. Bei den Bussen habe ich das Gefühl, ja. Bei so Transporte und Hin- und Her-Transporte habe ich oft das Gefühl, nein. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Naja, auf alle Fälle, das Erste, was ich sehe, ist, dass da, was weiß ich, wie viele Leute warten, im Goldbeck Flughafen, da brauchen wir auf alle Fälle einmal nochmal einen Shuttlebus, damit da ordentlichst was geht. Und da stehen sie auch, wie Sau, in Landshut, da brauchen wir auch noch mal einen Shuttlebus. Und ja, und schon werden wieder mehrere Leute transportiert. In Ingolstadt mengen sie einfach nicht so recht. Schaut dir das an. Shuttle Ingolstadt, ja gut, da gelangt einer. Oder? Wie viele Leute haben da gewartet? 21. Ja, und da kommt er gerade zurück, ja, mit 23. Ja, der ist der ist genau balanced. Ja? Perfectly balanced, as all things should be. Mehr Shuttle, mehr Flüger, mehr Startbahnen. Eigentlich, man kann nur eine dritte bauen, gell? Aber die wird dann nicht benutzt. Da müsst jetzt, kann ich mal herzeigen, da haben wir ewig nur Geld. Modularer Aufbau, großer Flughafen. Wenn du die mittlere, also wenn du da eine zweite Landebahn hinbaust, die wir modular dazu bauen haben, dann kannst du eine neue Rollbahn dazu bauen. Plupp. Zack. Und dann ein Anflug, Anflugbefeuerung. Bestimmt die An- und Abflugrichtung der Lande- und Startbahn. Bauen wir jetzt da nicht. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Dann kommen die beidseitig. Das ist schon in Ordnung. Das müssen wir aber hier unten auch noch machen. Ich glaube nicht, dass die dritte Rollbahn benutzt wird. Bei einer einfachen Linie. Da müssen jetzt dann, pass auf, zeige her. Bauen wir jetzt da die dritte Rollbahn her. Du hast nämlich jetzt die Möglichkeit, wenn du die dritte Rollbahn auf die andere Seite umbaust, kannst du auf die anderen Seiten wieder Gebäude bauen. Ja, also wieder Terminals und wieder Güterterminals und so weiter. Und die dann von der anderen Seite anfliegen. Und das glaube ich tut er nicht, wenn es bloß eine Linie zwischen zwei Flughäfen gibt. Hast du vor, nur Mods zum Laden? Weiß ich nicht. Also normalerweise spiele ich oft mit Mods, oft aber auch ohne wegen die Achievements. Hashtag Nürnberg. Herr Glockengießer. Schau dir das an, da warten 250 Leute und ich sag da nicht ein Flugzeug. Ich sag das, was es ist. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Sonst, oh, da herum, schau dir das an. Schau dir das an, in Going hat sich sauber ausgebaut, überall in den Viertel, die wir gebaut haben, ist was los, unser Tram. Going Tram, oh, die macht 8000 plus, wow, aber Hauptsache kein Minus, das ist das Allerwichtigste. Da kann man mal noch eine zweite rundum schicken. Und vor allem da, Shuttle Going, bauen wir sofort eine zweite. Bam. Und dann machen wir es sehr hoch. Und dann fährt da die zweite raus. Also ist gut. It's going very well. Das ist richtig. Nimm größere Flieger. Wir können uns die Flieger, die zur Verfügung stehen, ja mal anschauen. Das funktioniert genauso übrigens wie bei den Lastwagen. Gehst auf die Linie, Fahrzeuge verwalten, dann kannst du alle markieren und dann auf einen Schlag austauschen. Und dann haben wir haben einen Airbus A320. Da gehen 37 Leute rein und das Ding kostet 2,8 Millionen Unterhaltskosten. So. Dann haben wir noch einen Tupolev. Da gehen 55 Leute rein. Der kostet aber halt auch fast das gepflegte Doppelte. Vor allem die laufenden Kosten. Es gingen aber nicht die doppelten Leute ein. Dann haben wir noch 33 Personen, 22, 20, 38. Kostet 2,9 Millionen.
Oh, Boeing 757 haben wir auch noch. Oh, da gingen 50 rein. Sollen wir die einmal probieren? Ich weiß es auch nicht. Sollen wir mal ein Boeing rein tun? Eine. Und dann schauen wir uns mal, ob die performt. Und wie viel das die mehr Plus macht wie die anderen. Da haben wir eine rein. Boeing! Alter, die Boeing! Wo kommt die her? Oh, die kommt von Going! Wo fliegt's nie? Ich weiß nicht, ich glaube im Kreis wieder nach Going. Das ist eine Dummscheiße. Auswechseln, bam. Und schon haben wir es. Schauen wir es uns an. Alter, das ist die Boeing. Ah, you know what time it is. You know what fucking time it is. Ja, servus, grüß Gott. Achtung, Achtung, auf Rollbahn 0 fliegt ein der Kackstifte Express von Going nach Going. Ich stelle vor, Erwin, mein Co-Pilot, der regelt den Shit. Wir setzen gerade zur Landung an. Ich glaube, unsere Boeing landet jetzt in Going. So, das war eine gute Landung. Niemand klatscht außer ich. Gute Sache. So, schauen wir mal. Wir haben dabei. Rechts unten, nein, stopp, links unten, Entschuldigung. 37 von 50 Passagiere. Die steigen jetzt aus. Wir machen jetzt mit Plus, oder? Kaching, Motherfucker. Oh, schau hier. Ah, it's 14 times the detail. Und sofort sind wir voll. Schau dir das an. Schau dir das an. Das heißt, schreibt, sag einmal, hast du in einem Spiel nicht einmal ein Bürgerwehr gehabt? Hä? Was? Wie meinst du das? Beim Bürger klatscht nur der Pilot, wenn die Landung. Du kannst jetzt auch noch Kapazität sortieren. Da musst du nicht alle Fahrzeuge anschauen. I know. Aber ich weiß, ohne Mods, ja, haben sie ja nicht so viele Fahrzeuge. Seien wir uns ehrlich. Da weiß ich es fast auswendig. Also bei den Laster und so weiß ich es auswendig. Flugzeuge habe ich noch nicht so oft benutzt, um ganz ehrlich zu sein. Zumindest keine Jets und Boeings und so weiter. Da weiß ich es nicht auswendig. So, Mani, haben wir jetzt wir bald einmal da. Du gehst hin, du Fotzengrobs. Wird's jetzt mal einmal, ja. Herrgottselig, das mache ich aber auch offen. Bisschen klatschen, please clap for Manfred, der Co-Pilot. Beste Co-Pilot im Welt, Alter. So, jetzt muss ich rausgehen und muss schauen, wie viel das da katschingt. Achtung, katsching. 6,6 Millionen. Alter, die scheiß Boeing mit 50 Passagiere macht alleine 12,6 Millionen plus. So. Und der Mini-Bürger fliegt jetzt. Warte mal. Oh, nein, bleib da. Bleib da! Ah, bleib da! Ich fliege jetzt auf den Bugel mit. So. Surfen USA. Los geht's. So, dann wir uns lieber wieder normal hier, bevor wir in einem größeren Dünnschiss ausarten. So. Mal wieder größer. So, ich weiß nicht, wie groß das ich vorher war, ist mir jetzt aber auch scheißegal. Ich glaube, da werden wir, glaube ich, straight einmal da herum. Jetzt muss ich mich erst mal wieder orientieren. Wo haben wir denn eigentlich? Brrr, kennen sich kein Menschen mehr aus, was ist da los? Das ist unten. Österreich war rechts unten. So, da haben drei große Passagiere dort und da warten über 200 Leute. Wie schaut links oben aus? Da haben zwei große Manschgal, da warten 180 Leute. Wir schauen da die Shuttlebusse aus. Da glaube ich, können wir mal noch was machen. Und wir schauen jetzt wenn Ingolstadt noch mitfahren darf. Kruzifix, das ist halt ein totaler Kalter da herum. Aber gut, hilft nicht. Wir wechseln mal noch zwei Flugzeuge aus zu einer Boeing. Boing! Ja, drehen wir es auf 25%. Und dann werden hier die fetten Personen transportiert. Es ist 10 Uhr, möchtest du mich verarschen, Alter? Da denke ich mir oft, das zählt nicht. Ah, da haben wir noch ein paar Busse dazu. 25%. Jawohl, Alter. So, was wir noch durchkanten? Kurz vor Schluss, Alter. So, ein Plan. Sollen wir nicht nächste Woche noch eine Runde? Ja oder nein? Ab in den Chat. Ich rauche dabei ein wenig. Und ihr könnt dabei der Boeing zuschauen. Ja, schauen wir dabei ein wenig der Boeing zu. Schau hin.
Schau der Point zu. Fahrzeuge reparieren. Oh, Herr Rottinger, schauen wir uns gleich an. Aber jetzt schauen wir uns erst einmal ganz in Ruhe einen Rundflug an. Leon Wolf, merci für den Euro. DR-Kackstift mit dem Code-Pilot. Ja, ich weiß ja selber. Du den euren schlechte Witze, Gase. Nein! Guter Witz. Brauchen wir nicht schmerzen. Herr passt schon. Die übersehen, es tut mir leid. Das ist going, boing, doing. Ja, ich glaube auch. Mir passt schon, merci für den Fünfer. Wölfchen. Wölfchen habe ich schon gelesen. Trotzdem, nochmal, merci dir. I love this game. I fucking love this game. Ich glaub, selten bin ich in einem Spiel so begeistert wie da. Auch wenn ich schon 800 Millionen Stunden gespielt habe. Für jeden, den ich da anfix im Übrigen. Ja, das ist jetzt eigentlich keine Werbung für mich selber, das ist eigentlich nur ein gut gemeinter Tipp, sonst da das nicht und das wisst's. Was kostet das Spiel momentan im Steam Sale? Weiß ich nicht. Schaut euch das bitte vorher an, kann sein, dass es im Steam Sale günstiger ist als auf MMOGA. Ansonsten tust dir selber einen Gefallen. Ich glaube, auf MMOGA kostet es 18 Euro, oder? Kostet es nochmal einen Zwickel weniger als auf Steam. Und wenn du einen Gutscheincode auf MMOGA gibst, einfach Birger oder meinen Link in der Beschreibung hernimmst, dann kriegst du nochmal 3%. Und, ja, muss ich dazu sagen, und das sage ich auch gern dazu, das ist kein Stress nicht, das soll ja jeder wissen, 17 Euro bloß auf MMOGA, ganz ehrlich, da ist nichts kaputt. Da ist wirklich ein Witz sein. Das ist eine Frechheit eigentlich. Bergler Max, welcome to the squad. Ich kann jetzt leider meinem Mann nicht mehr anrufen, vorbei, ich glaube, die reißt meinen Schädel ab, aber welcome to the squad, oder? Bergler Max, danke für deine Mitgliedschaft, Bussi aufs Nussi. Ich werde den Vorstand informieren, dass er dazu aufs Boot schreibt. Merci dir. So, und wenn du das über den Link kaufst oder über meinen Gutscheincode, brauchen wir nicht rundum schmerzen, dann kriege ich einen kleinen Teil davon. Für die wird es später, aber deswegen nicht teurer und nicht billiger. Und diese Partnerschaft ist im Prinzip gar nicht, das kann glaube ich ja jeder kann das machen bei MMOGA. Aber da ich meine Spiele alle da dort kaufe, ich habe noch nie Probleme gehabt mit irgendeinem Key für Steam, Origin, Ubisoft oder sonst irgendetwas. Kennt es da, oder? Und wenn es mir einen kleinen Gefallen da möchtest, dann kannst du den Link hernehmen, habe ich auch eine Kleinigkeit davon. Dankeschön. Deren einige von euch, ich weiß das. Es geht nicht bloß bei Transport Fever, das geht bei allen Spielen. Fast alle Spiele gibt es bei MMOGA einen ganzen Ticken billiger. Ja. Und ja, ich kann mir zum Beispiel auch Resident Evil 8, auch wenn ich eigentlich dafür bereit war, 60 Euro auszugeben, weil es ein super Spiel war. Ganz ehrlich, wenn es für 40 oder 45 Euro auf MMOGA gibt, I'm sorry, but I'm not sorry. Ich glaube, da ist mir aber auch keiner besser. Was? Hab aber 10% für Stammnutzer. Was? Der Simi schreibt irgendwas. Was ist mit 10% Stammnutzer? Also es ist ja auch frei ersichtlich kann auch jeder nachschauen. Von diesem Verkaufswert, ja, wo du dir da ein Spiel kaufst, krieg ich, glaube ich, 10%. Werden mir da einmal im Monat auszahlt. Und das ist alles. Das ist jetzt bei 17 Euro, reden wir von einem Euro 70. Ich werde nicht reich, du wirst nicht arm. Was ist was ist. So, wir haben hat irgendjemand eigentlich aufpasst, was unser Boeing da tut? Ich nicht. Ich hab lieber irgendeinen Scheiß von MMOGA erzählt. Wo kannst du den Bürgercode eintippen? Also geht nicht bei allen Spielen. Es geht nicht bei allen Spielen. Nehmt einfach den Link da unten her. Link in der Beschreibung. Dann kommst du auf die MMOGA-Seiten. Das ist ein Referral-Link. So nennt man das, oder ein Affiliate-Link. Dann registriert es die Seiten quasi, dass du durch mich kommst. Und dann kaufst du einfach das Spiel. Und dann kriegst du entweder nochmal 3% drauf oder auf manche Spiele, bei denen es nicht gut, das weiß auch ich ehrlich gesagt nicht, bei welchen Spielen das gut und bei welchen nicht, wird es nicht 3% billiger. Ansonsten, ich glaube in der Kasse, im Warenkorb oder an der Kasse kannst du den Gutscheincode Bürger eingeben. Glaube ich. Nickelneiter, 10%, wenn du 2000 oder 3000 Euro Umsatz hast, bei 3000 wohl auf Dauer. Also ich habe keine 3000 Umsatz. Das kann ich euch gleich schon sagen. Das habe ich nicht. Also nicht ansatzweise habe ich die. Bei Transport Fever geht es leider nicht. Ja, schade. Dann darf ich keinen Käse sein. Da müssen die mich vielleicht mal irgendwie erkundigen, wann die 3% gelten und wann nicht. Ja, aber ganz ehrlich. Was kostet 16,99 Euro? 3% von 16,99 Euro sind... Weiß ich nicht, 50, 30 Cent, 20 Cent, irgend sowas.
Der Stoffinger schreibt, der Code geht. Nix auf alle Fälle. Ey, auf alle Fälle nix. Keine Ahnung. 16,9 mal 3. 30, 6 mal 3, ja, 50 halt. 48, 49, 48, irgendwas Cent, keine Ahnung. Da stirbt jetzt auch keiner, wenn er nicht geht. Aber nehmt einen Link unten her, dann hab ich auch was davon. Nein, kostet nicht mehr, sogar noch weniger. Ja, für sowas mache ich halt auch gern Werbung, weil ich es halt auch selber hernehme. Außerdem glaube ich, ist das einigermaßen legit, ohne dass ich da in die Kamera liegen muss, wo ich keinen Bock drauf habe. So. Sogar Far Cry 6 etc. Ja, natürlich. Das geht auf alles. Also normalerweise müsste es auf alles geben. Ich habe da keinerlei Information, dass dieser Gutscheincode irgendwie beschränkt ist. Auf irgendwas Bestimmtes. Keine Ahnung. Dann kriegst du ja nur mehr 50 Geld billiger. Dann kostet es 16,50 €. Also ganz ehrlich, für 16,50 € ist das Spiel nachgeworfen. Eine Frechheit eigentlich. So, wie viel Geld macht unsere Fluglinie mittlerweile? 63 Millionen. Ja, das darf sich jetzt langsam am absoluten Rekord, was meine Linie jemals am meisten verdient hat, orientieren. Jetzt schauen wir mal. Da warten immer noch 180 Personen. Und wie viel warten unten? Da warten immer noch zwei. Dann müssen wir nochmal 2 Boeings umbauen. Alter, die Boeings, die treiben das Geld ein. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Schau dir das an. So, nochmal 2 auswechseln. Fahrzeugwartung. Oh. Straßenfahrzeug 10, 11, 12 und 13. Müssen wir sowieso auswechseln. Gibt's da nochmal ein E-Citron. Und Unterhalt den Tee dran, damit sie wieder besser beieinander sind. Was das eben ist. Du bekommst gerade Landeprobleme. Na, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Und wenn es ist, dann nehmen wir ein kleines Flugzeug weg und machen wir die letzte auch noch zur 50 Personen Boeing. Boeing! Dann fällt sich da nichts. Schau dir das an. Oh, weißt du, was wir da auch noch tun müssen? Verschiedenes. Anflug. Dingsbums, dass die da auch auf der Seite landen. Ja, dann haben wir 2 Rollbahnen, 2 Landebahnen. Mehr Boeings für Goings. Die Boeing vorher ist eine extra Runde geflogen. Ja, irgendwann, dann hast du natürlich einmal einen Stau irgendwann. Ist eh klar. Dann soll es einmal einmal im Kreis fliegen. Ist ja scheißegal. Was haben wir da? Shuttle in Going. Schau hier, macht auch über 500.000 und transportiert fette Leute. Super gut. Ja, passt schon. Ja, meine Linie. Was? Ja, meine Linie war ein rekordverdächtig. Was? Ja, meine Linie war ein rekordverdächtig. Hashtag Corona war. Also, vielleicht hätte ich erst fertig lesen sollen, bevor ich es überlegen fange. Ja, passt schon. Ich habe heute angefangen, die Corona-Wampe zu entfernen und bin laufen gegangen. Aber jetzt brauche ich 2 Tage Pause und vielleicht gehe ich am Freitag laufen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Es hat auf alle Fälle nicht schlecht da. Es kann einmal nicht geschadet haben. Sagen wir es, wie es ist. Es kann nicht geschadet haben. Was haben wir eigentlich da? Bus. 2 Busse sind zwingend. Duplizieren den Scheiß. So. Ja, kriegt schon alles schon langsam Hand am Fuß. Wichtig ist bloß, dass der Flughafen. Schau dir mal das an, wie es da zugeht. Schau dir mal das an. It's 14, 16, 18 times the detail. It just works. Das kannst du jetzt 4 Stunden. Ich soll ja mal einen Stream machen, wo man 8 Stunden nur das sagt. So werde ich machen. Sprenge, ich muss irgendwas tun, um aus meinem halbwegs depressiven, unmotivierten Drecksloch rauszukommen. Und ich glaube, Sport kann der Schlüssel sein. Hashtag Make Bierger fitter gehen als neues Format. Warum stehen die alle am gleichen Steig? Das ist eine gute Frage. Das hast du sehr gut beobachtet. Wer hat das geschrieben? Der Motzug. Das tun sie normal nicht, gell? Weil alle im selben Terminal sind! Alle! Ich meine normalerweise... Oh Mann! Oh Mann! Wir bauen da vor die Terminals hin. Ah! Jay, und jetzt verteilen sie die Leute auf die... Ah! Wie ein Idiot, Alter! Edelsüß schreibt, mach Modellbau, Macht und gute Laune.
zeig dir was. Ich weiß nicht, wie lange du schon dabei bist, Mr. Edelsüß, aber ich zeig dir was. Warst du letzten Oktober schon da? Na? Zeige dir kurz eine Kleinigkeit. Ja, ist halt unscharf, wird's auch. Es sind halt Warhammer-Figuren. Mache ich bereits. Ich kann mich aber nicht überwinden, weil ich keinen Bock habe. Und genau das ist mein Problem. Ich habe keinen Bock auf nix. Sobald ich einen Stream einschalte, ist das weg. Adieu. Aber alles andere, Videos machen, an der App umeinander bauen, irgendetwas, Arbeit, irgendwas am Haus machen, irgendwas draußen, irgendetwas scheißegal. Ich habe null Bock. Und das nimmt langsam ein bisschen Überhand, dass ich weiß, dass es ist. Dauerstream. Nein, weil ich auf keinen Fall riskieren möchte, dass mir das da auch noch so geht. Das ist momentan noch eins von ganz wenig Sachen, da wo ich vorher, ich sag's euch auch ganz ehrlich, den ganzen Tag am Montag und am Mittwoch sitze ich da und denke an 20 Uhr an den Stream. Und denk mir so ein bisschen so, ich hab irgendwie keinen Bock mehr. Bis ich eingeschaltet habe. Dann ist das sofort weg. Das ist sofort weg. Das ist nur, du musst machen. Euch gegenüber habe ich auch mittlerweile so ein bisschen die Verpflichtung, dass ich am Montag und am Mittwoch da bin. Da kann ich nicht sagen so, no, heute mag ich nicht. No, heute mag ich nicht. Ja, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe da ein bisschen gelesen und so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Begriff ist nicht Burnout, ich meine, das kennt ja jeder, wovon hätte ich einen Burnout, ja, ich übertreibe ja nichts, um ganz ehrlich zu sein, sondern eher ein Bore-out. Was ist ein Bore-out? Ich bin dauergelangweilt. Mir bringt nichts mehr zum Lachen, weil ich gefühlt alles gesehen habe. Im Internet. Alle besonderen Sachen, nichts haut mich mehr vom Hocker, nichts ist irgendwie mehr was nice irgendwie. Entweder habe ich ein gewisses Alter erreicht, wo das einfach kommt, oder vielleicht ist auch Corona und der Lockdown ein bisschen schuld dran. Vielleicht ist auch ein Vitamin D-Mangel dran schuld. Da herin ist den ganzen Tag stockfinster. Das ist jetzt übrigens ernst, was ich gerade rede, gell? Ich mache mich da nicht drüber lustig oder irgend sowas. Keine Ahnung. Und ich muss irgendwas dagegen tun. Weil ich irgendwas dagegen tun muss. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Und jeder sagt immer Sport. Sport ist der Shit für den Ausgleich und das ist kein Midlife-Crisis hier, Herbert. Das ist... Ich kann es nicht beschreiben. Umso älter das ich wird, umso schlimmer wird's. Ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist ganz schwierig. Ich bin nicht depressiv, glaube ich. Ich bin kein scheiß Psychologe, was weiß ich, aber mich begeistert halt nichts mehr, so wie das vor 5 oder 10 Jahren der Fall war. Und da erinnere ich den ganzen Tag stockfinster. Da liege ich mich selber an, wenn ich sage, ja, das ist Kellerkind, lustig. Nein, ist nicht. Nein, ist nicht. Ich sitze so viel vor dem Rechner in absoluter Finsternis und wir nur von den Monitore angestrahlt, dass mir irgendwann einmal jemand gesagt hat, so, Alter, das mit Sommer, Sonne draußen und so, mit Vitamin D ist erwiesen, dass das deine Laune beeinflusst. Und wenn du monatelang nur da herin sitzt, ich komme ja nicht einmal mehr in die Arbeit, weil ich Dauerkurzarbeit habe. Seit fucking Dezember. Nur Homeoffice, nur. Mit einmal oder zweimal im Monat vielleicht einmal in die Arbeit müssen, wo ich einmal aus dem Haus rauskomme. Und dann denkst du darüber nach, ja, da kann schon was draus sein. So lächerlich, wie es sich anhört, normalerweise nimmst du das nicht für voll. Aber ich schwöre dir bei Gott, heute, wie ich mich überwunden habe zum Laufen, zum Gehen, habe ich zuerst gemeint, ich verreck jetzt gleich. Wem soll denn die Scheiße irgendetwas helfen? Dann unterm Lauf, wo ich mir denke, okay, jetzt ist es auch schon wurscht, aber schön ist nicht. Unmittelbar nach dem Laufen habe ich mich hingeguckt, habe geschnauft, geschwitzt wie eine Drecksau, habe wenigstens gerissen. Das war absolut lächerlich, was ich da gelaufen bin. Ich glaube 3,5 Kilometer auf, was weiß ich nie, auf eine halbe Stunde oder so. Und habe mir dann gedacht, Alter, wem soll denn das zur Hölle helfen? Keine Ahnung. Aber dann, eine Stunde später, wie ich dann daheim war, und eine Stunde, 1,5 Stunden später, wenn sich der Körper wieder so halb scharrig regeneriert hat, ja, wenn ich wieder normal schnauf und was weiß ich und so weiter, dann habe ich irgendwie festgestellt, so, fuck, das fühlt sich tatsächlich gut an. Mir tut zwar alles weh, ja, das ist schon klar, aber das geht weg. Und dann, fuck.
neuer Eindruck für mich. Aus meiner Komfortzone herauskommen. Aufstehen dafür. Erstmal einen Kaffee machen, hersitzen, irgendeinen Scheiß zusammen programmieren, irgendwas machen, damit ich halt auch was tue. Kaffee saufen, dann eine Runde World of Tanks und Panzer fahren und dann ist irgendwann 2 Nachmittag und dann, ja, schauen wir mal, ja, der mal doch mal nochmal weiter Panzer fahren. Und irgendwas spielen. Und das war für mich das allerkrasseste Zeichen. Wenn mich Zocken langweilt, dann weiß ich, okay, jetzt stimmt was nicht. Und sprenge auch der Handpanzer regelt's nicht. Wenn du Handpanzer fährst aus Langeweile, holy shit, geh aus und tu irgendwas. Ich versuche mich zusammenzureißen, dass ich 2-mal in der Woche zum Laufen gehe. Und ich kann das jedem, bis jetzt, der erste Eindruck, das ist halt der erste Start, ich habe heute angefangen, irgendwann musst du anfangen. Ich weiß, absolut lächerlich, ist mir scheißegal. Wenn ich irgendjemanden dazu kriege, ich schwöre dir bei Gott, wenn's ich kann, was das betrifft, den Arsch integrieren und als absoluter Captain Faulsack sich zu überwinden, loszulaufen. Und wenn's bloß ein scheiß Kilometer ist, wenn's bloß 500 Meter sind, fucking tu es. Du wirst jetzt 1 Stunde oder 2 Stunden, nachdem du fertig bist, so viel besser fühlen, ich kann's gar nicht sagen. So war's zumindest heute bei mir. Mal schauen, ob das anhält. Ich mache jetzt 1-2 Tage Pause, weil Muskelkater ist egal, weil wo soll ich nie bitte Muskeln in die Haxen oder was so krass ist, ich dampf so viel. Und mein Körper ist einfach nicht mehr gewohnt, dass er viel atmet. Ja, oder stark atmet. Weil wann denn auch? Ich bewege mich ja nicht. Seit Monaten, Jahren möchte ich schon fast behaupten. Das tut weh, das tut richtig weh, das ist richtig unangenehm, aber das geht weg, das weiß ich. Das war letztes Mal auch so, wo ich das letzte Mal da habe. Und da habe ich noch 2 Schachteln am Tag geraucht, nicht gedampft. Und jetzt das zweite, was echt unangenehm ist, meine Wampen und meine Titten. Mit jedem Auftritt wackeln die und wackeln die und wackeln. Das tut so weh. Und jetzt ist, ja, ich habe ein wenig ein Wamperl, aber das ist nicht schlimm. Aber das gelangt. Alter, das ist so unangenehm. Das muss anders werden. Keine Ahnung. Luft atmen nicht gewohnt. Das ist noch das Nächste. Ich bin normale Luft heftig atmen nicht gewohnt. Was meinst du, wie mir meine Lunge brennt hat, Alter? Ausgehen, bewegen. Das ist. Jeden, der nur ansatzweise gerade fühlt, was ich gerade erzählt habe, von Unmotivation den ganzen Tag herinhocken, ich schwör's dir, gestern habe ich mit einem Kumpel darüber geredet. Dann hat er irgendwann gesagt, Alter, ich glaube bei dir hinten ist alles relativ finster und so. Und Vitamin D und Sonne und so. Und das ist nicht so Gaudi, heißt's, dass das dein Gemüt besser macht und deine Laune besser macht und so. Dann habe ich mal das Überlegen angefangen, wann denn das letzte Mal die Rollo da herin offen waren. Und ich sag, das ist, ich kann's dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen, Alter. Raiden, merci wieder €1. Ich merke das auch in der Arbeit und mich freut's nicht mal in meine Zelda Dungeons & Dragons Kampagne weiterzutun, was ich richtig gern gemacht habe. Und das sind die Anzeichen, was du normalerweise richtig, und vor allem nicht bloß einmal kurz richtig gern gemacht hast, sondern lang, so wie bei mir das Zocken oder die Modellbausache. Was übrigens ein Neckrach-Vampir war, weil vorher mal jemand geschrieben hat, Skaven, Fragezeichen. Ja. Ich weiß schon, das passt jetzt überhaupt nicht daher, deswegen fange ich da erst jetzt um 9:15 Uhr zum Schmerzen. Weil ich mit der Depri-Scheiße eigentlich nichts im Stream da kann oder da mag. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, vielleicht geht es jemandem ähnlich und ich kann mit meinen Erfahrungen, die ich da jetzt rausziehe, weil ich versuche mich da irgendwie auszuziehen, mit egal was, schauen wir mal. Und kann er dazu bringen, das einfach mal auszuprobieren. Wenn es nicht hat, dann probier was anderes. Aber holy shit, Alter. Outdoor-Stream, wann, wo, wie. Das mit dem Rollo kenne ich. Und auf Dauer ist das nicht gut, glaube ich. Ich sag dir ganz ehrlich. Ich bin halt weit besser gelernt, als ich das die letzten Tage war. Ich rede jetzt nur von heute. Ich habe mich schon lange nicht mehr so wohl gefühlt wie heute gerade. Sage ich euch auch ganz ehrlich. Das mag man im Stream vielleicht oft einmal nicht kennen, aber wie ich schon gesagt habe, sobald der Stream läuft und ich weiß, mir schauen Leute zu und das nicht wenig auch, dann ist das ganz was anderes. Dann ist das wie weg. Das ist wie fucking weg. Das ist keine Ahnung, als darf man auf einer Bühne stehen. Da schaltest du das Licht aus und dann denkst du nicht drüber nach. Aber Offstream ist so. Was ich in den letzten Wochen Videos angefangen habe,
das wollt's gar nicht wissen. Und wie schnell, dass ich die wieder aufgehört habe, wollt's auch nicht wissen. Kann ich statt Laufen auch schwimmen? Freilich kannst du das. Die Bewegung ist, aber, so dumm wie sich das jetzt anhört, aufhaxen. Hax die auf. Geh, du hackst die auf, versteht jetzt auch der eine oder andere wahrscheinlich wieder falsch. Aber schon nicht so, ja, ich hab so oft gehen müssen heute, Alter. Ich hab bei den 3,5 Kilometer gefühlt 200 Meter laufen, 100 Meter gehen. Weil ich einfach nicht anders kann. Woher soll denn meine Kondition kommen? Ich bewege mich seit keine Ahnung wann. Bewege mich nicht mehr ernsthaft. Ich fang's schnaufen an, wenn ich buchstäblich 10 Treppen steig. Birger ist doch normal auch akter Schwimmer. Nimmer. Weißt du, was mich davon abhält, dass ich zum Schwimmen gehe? Das habe ich früher gemacht. Das war, weißt du, was da so ein kleiner Antrieb ist für mich? Nimmst dein Handy, lädst deine App runter, Runtastic oder was weiß ich, oder? Und trackst mit, was du laufst und wann und wie. Das ist für mich ein unfassbar eine unfassbare Motivation. Dann hast du Kopfhörer, Musik brauchst du natürlich, also so mach's ich. Und dann hast du so, die App sagt dir dann nach einem Kilometer, sagt so, Ziel 1 Kilometer, wie schnell das gerade warst und so weiter. Das hilft so viel, Alter. So viel. Flo! Oh, da haben wir Leon, die habe ich auch übersehen. Jetzt pass auf, ich lese beides vor. Erst Flo, dann Leon. Ganz ehrlich, ich finde das extrem geil, dass du über das redest. To be honest, ich glaube, ich probiere Laufen einmal, weil nach 8 Jahren Depression und Schlimmeres nervt so sehr, keine Lebensmotivation zu haben und einfach von einem Zug nächsten Tag dahin tue, ist ohne große Lust. Alter, bei dir scheint es halt noch vielleicht ein bisschen mehr 5 vor 12 zu sein. Da ist wieder Stefan, heute einer von meinen Mods schon geschrieben, da ist 1 vor 12. Ich weiß so dermaßen von, wahrscheinlich vielleicht nicht ganz so krass wie du, aber seit einigen Wochen und Monaten weiß ich sehr genau, von was du redest. Und der Punkt ist, anfangen. Der Punkt ist es anfangen. Es ist immer das Gleiche. Das ist, sobald du deine Schuhe hast und du brauchst ja keine Laufhosen, du brauchst kein Sportgewand-Sauteier oder irgendwas. Laufschuhe empfehlen sich doch, dafür habe ich arbeite jetzt lang genug in einem Sportgeschäft, dass Laufschuhe sehr wohl sich auszahlen, vor allem wenn man ein paar Kilo mehr auf die Rippen hat, wie auch ich. Dass das ganz gut tut und man da nicht mit seinen Adidas Superstars umeinander laufen soll oder mit seinen Clarks oder Crocs oder wie die Dinger heißen. Jetzt weiß mir auf, da unterhalten wir uns jetzt einmal so noch mit dazu. Oder sollen wir im Hintergrund das laufen lassen oder sollen wir ausmalen? Ab in den Chat. Herr Bastjo, Pro-Tipp, beim Laufen keinen Slipknot hören, gerade wenn du dazu neigst, im Takt mit zum Laufen. Du der Musik eine, was du willst. Los laufen, gibt Kohle, dann zoomen wir ein bisschen raus. Machen wir wenigstens das. Tipps dir mal weg, damit es ein bisschen besser ausschaut. Na, sagen wir, rege Flughafen-Dings. Flo, tu es, ganz ehrlich. Das hat mich heute auch, wie soll ich sagen, es muss ein kleiner Schalter machen vielleicht, und wenn ich dein Antrieb bin. Wenn das jetzt gelangt, vielleicht hilft es ja, was weiß ich denn? Was weiß ich, wie viele Lurker da sind, die nicht im Chat aktiv sind, die jetzt einfach zuhören und sie denken so, fuck, eigentlich oder recht. Und ich weiß, dass da einige wahrscheinlich daheim sitzen, die sich gerade denken so, fuck, eigentlich oder recht. Und jeder weiß ja. Keiner möchte es hören, aber jeder weiß, ich mag es ja genauso wenig hören. Sobald du deine Schuhe hast und deine Hosen und dein T-Shirt und was weiß ich, geh vor dir und renn den ersten Schritt. Und dann hast du es geschafft. Und dann hast du es geschafft. Das ist alles, was es zu überwinden gilt. Wenn du einmal unterwegs bist, dann setzt du ein Ziel, und wenn das bloß 500 Meter sind, oder 1 Kilometer oder 3 oder 5 oder 10 oder was weiß ich denn. So lächerlich sich darüber gemacht wurde. Jetzt muss ich Transport Fever speichern und muss ausschalten, weil er recht hat. So lächerlich sich da drüber gemacht worden ist. Er hat recht. Er hat recht und er hat nochmal recht und er hat nochmal recht. Und jetzt tue ich es her. Jetzt pass auf. Achtung.
Achtung, er hat so recht. Ihr müsst jetzt wissen, was kommt. Ich mache jetzt Vollbild. Wo bin ich? Hallo, wo bin ich? Ah, ich bin ganz klar da hier unten. Achtung, er hat so recht. Do it! Just do it! Er hat so recht! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Er hat Make so recht! your dreams come true! Er hat so recht! Do it! Tut! So behindert wie sie sich anhören! Yes, while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible. You should get to the point where anyone else would quit, and you're not gonna stop there. Das ist nicht so wichtig. Tu es einfach! Und wenn du jetzt gerade den Gedanken hast, ja, morgen gehe ich Radl fahren, morgen gehe ich laufen oder sonst irgendwas. Ich weiß, dass der Gedanke morgen sich nicht mehr so anfühlt wie jetzt gerade im Moment. Wie oft geht's mir so, dass ich auf die Nacht da sitze auf der Couch auf Fernsehen, es ist 11, 12, keine Ahnung, und ich bin voll motiviert, irgendwas zu tun. Skript schreiben, Video planen, an der App weiterbauen. Was auch immer! Dann denke ich mir, ja, jetzt ist es aber schon 12, dann schlafe ich am nächsten Tag, Woche auf und ich denke mir, das Erste, was ich mir denke, wo ist der Bock, den ich gerade vor gefühlt 5 Minuten noch gehabt habe, wo ist der hin? No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! If you're tired of starting over, stop giving up. Ich habe noch nicht mehr angefangen. Ich habe noch nie aufgegeben. Warum? Weil ich noch nicht mehr angefangen habe. So, Schluss jetzt! Ich hoffe, es ist einigermaßen verstanden, um was es geht. Ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin, der sich so fühlt. Es trauen sie mit Sicherheit auch viel. Wir machen jetzt da kein Motivational Training, ja. Das ist mir auch klar. Aber wenn mich das aus dieser Misere ausziehen kann, dann lass ich es euch wissen. Ganz einfach. Ganz fucking einfach. So. Der Herr Leubel schreibt, ein langer Text, lese ich vor. Na, zuerst ist noch ein paar, da haben schon wieder so viele Leute da. Kruzifix, Leute, wer soll denn die so alles lesen? Way down what's? Fitnesstrainer da. Laufschuhe sind wichtig. Raff die auf und do it! Klein anfangen und dann sukzessive steigern. Ich bin selber durch Corona in eine tiefe Depression gerutscht und fett geworden. Ich stehe bei 0, obwohl ich in einem Fitness arbeite. Leute, zieht's einfach durch. Einfach reinhacken. Brauchen wir einen Sport-Discord-Channel. Wo ihr euch gegenseitig ein wenig unterhalten könnt. Wo ihr euch gegenseitig, keine Ahnung, Beitel schicken könnt. Wo ihr euch eine Lauf-Trainingserfolge schicken könnt und so. Dann machen wir das. Ist eh klar. Leon, dein Dono kommt gleich. Ich weiß schon, ich hab die vergessen, aber ich fange schon zum 3. Mal neu an. Andi! Merci für den. Wer ist dran? Nein, der Herr Eulenstein. Ich bin dann mal weg, du hast mir gerade den Anstoß gegeben. Herr Patrick, wenn du jetzt gerade zum Laufen gehst, nichts hält dich davon ab. Mich hält jetzt mein Muskelkater, ich war halt schon. Nix hält dich davon ab, jetzt, das ist ein gutes Beispiel, nix davon hält dich ab, dass du jetzt in der Nacht zum Laufen gehst. Absolut fucking nothing. Aufsteh, Stream ausmachen, zieh dir irgendwelche Schuhe, laufen Kilometer. Jetzt. Wie macht er? Do it! Überleg nicht lang, zieh dir deine verfickten Schuhe und tu es! Nicht, ich bin doch der gleiche. Ja, ich glaube, ich habe gerade einen Schussdruck da. Es ist so kalt, es regnet gerade, es ist so heiß, es ist Donnerstag, es ist mitten am Tag. Ich bin fett, ich bin zu dünn, ich habe eigentlich gar keine Füße, was das eben ist. Herr Kratzer,
Ist bei mir auch gerade ähnlich, dass ich den ganzen Tag nicht weiß, was ich tun soll. Habe mich gestern einfach hingesetzt und habe das CNC-Programmieren angefangen. Es muss ja auch nicht Laufen und Sport sein. Sport und Laufen und Schwimmen und Radl fahren oder irgendetwas. Aktiv werden und sich schinden als Ausgleich vom Rumgammeln und nix da. Voll Gym Squad. Und ich mache einen Trainer, einen Gewamperten. Das wird super. Wo waren wir stehen geblieben? Das kann ja egal was sein, aber beschäftigt euch mit irgendwas, was Spaß macht. Furchtbar wichtig. Und der Sport macht erst einmal keinen Spaß. Brauchen wir nicht rundum diskutieren. Das ist eine Quälerei am Anfang. Aber ich bin auch schwerstens davon überzeugt, dass das nach dem 3., 4. Mal Laufen gehe, Schwimmen gehe, whatever da, ganz furchtbar schnell besser geht. Einfacher von der Hand geht, anzufangen. Und vor allem, wenn du immer wieder dieses belohnende Gefühl, das ich da heute noch am Laufen gehabt habe, so eine Stunde danach, das dauert ein wenig, bis das einsetzt. So war es zumindest jetzt gerade bei mir, heute. Dann merkst du das, oh Gott, beim 2. Mal kommt das wieder. Und beim 3. Mal, wenn ich beim Sporteln irgendwas machen war, kommt das dann noch wieder. Dann glaube ich oder hoffe, fängt irgendwann an so, leck, ich freue mich aufs nächste Mal laufen. Weil dann fühle ich mich wieder so. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich, auf was ich hinaus möchte. Ich habe keine Ahnung, ob das so funktionieren wird. Ich werde es euch wissen lassen. Keine Ahnung. Ein Workout-Stream? Hey, 2 Stunden halte ich nicht durch, kannst du vergessen. Herr Leubel, ja, ich wollte deinen Text verlesen, aber da ist so überall so viel Text. Herr passt schon, Pro-Tipp, beim Laufen kannst du mitnehmen, haben wir schon gehört. Florian haben wir auch schon gehört. Ihr seid, Leon, du bist dran. Mir ging es Anfang des Jahres so. Ja, mir seit Anfang des Jahres. Und ich habe es lang weg ignoriert und mir denkt, ja, kommt vor. Ist ein Loch. Wir haben ja schon einmal drüber geredet. Dann haben wir Mimi Montag erfunden. Könnt ihr euch da noch erinnern, wer war da? Da haben wir genau das Gleiche geredet. Und ich weiß nicht, was ich mir da eingeredet habe, was ich dafür verantwortlich mache. Wahrscheinlich halt, daheim sitzen irgendwo. Ich habe keine Lust auf gar nichts gehabt und habe mir gedacht, das wird ja eh nicht mehr besser. Aber seitdem gutes Wetter ist und ich fast nur auf dem Balkon oder im Garten bin, geht es voll bergauf. Kann ich nur empfehlen. Das ist das einfache Ding, rausgehen. Einfach ausgehen. Und das Schöne an dem ganzen Sportding draußen, Laufen, Schwimmen, Radfahren, whatever, ist halt auch, du bist da schon mal automatisch draußen, du bewegst dich, was generell nicht schaut in der Regel, außer du zerstörst dich. 3. du wirst fitter, das ist gesünder, das ist alles nur, keine Ahnung. Mittlerweile haben wir wahrscheinlich in einem Alter, wo man sagen kann, ja, wahrscheinlich schaut's nicht. Was ja, der Tränker schreibt, es motiviert vor allem auch, wenn man denkt, dass es leichter geht, beziehungsweise man schneller und besser wird. Ja, natürlich. Das war halt, also das braucht man sich nicht erreden. Ich meine, dass du nicht die Ultra-Erfolge nach dem 2. Mal schwimmen gehen oder sonst was erzielst, ist auch klar. Aber ich glaube, dass das innerhalb von 2 Wochen, das war bis jetzt jedes Mal so, wenn ich das angefangen habe, innerhalb von 2 Wochen 4 Mal laufen gehen. Beim 1. Mal laufe ich 3 Kilometer und ich stirb fast. Beim 2. Mal, wenn ich gehe dann nach 2, 3 Tagen, gehe ich nochmal zum Laufen, wenn der Muskelkater weg ist, den du automatisch haben wirst, wenn du dich nie bewegst, auch wenn du nicht viel gelaufen bist, sobald der weg ist, bam, sofort nochmal. Das ist normalerweise nach 2, 3 Tagen der Fall. Dann merkst du sofort, okay, ich komme schon einen Kilometer weiter oder ich gehe nicht mehr so oft, ich kann länger ein bisschen laufen. Das geht so schnell. Ja, Grundkondition aufbauen. Geht innerhalb von 4, 6, 8 Wochen. Und dann, damit du dich dann halt steigerst, dann wird es halt schwierig. Ja, dann musst du aus dieser Komfortzone wieder raus und du musst dich wieder herausfordern und wieder, wie nennt man das dann, Intervalltrainings und diesen ganzen Scheiß machen. Schwierig. Tuning am Auto ist auch eine Option. Ja, ey, wenn die das gefreut, Tuning am Auto, dann fahr dein Auto aus der Garage raus, leg die aus und werkelt da umeinander. Das ist, du musst dich nicht verausgaben. Ich meine jetzt in meinem Fall, ich sitze den ganzen Tag. Deswegen ist es Verausgaben und das Aufhaxen und das Aussporteln, glaube ich, für mich halt auch das Richtige. Kann funktionieren, muss nicht. Ich werde es euch wissen lassen. Wir machen mal im Discord einen Sport-Channel und da werden wir uns immer wieder mal drüber unterhalten. Und ich bin sehr gespannt, ob ein paar von euch wirklich durchziehen. Das würde mich interessieren. Herr FKK, Birger, ich würde sagen, im Sommer möchtest 2 Wochen mehr Pause und machst eine Radltour durch Bayern, mal in jeden Bezirk fahren und teilst dabei dein Standort je nach
oh, leck ist das schwarz am Lesen. Ne? Doch, da motivierst einige, dass noch kommen und mitfahren. Es bildet sich da eine kleine Gruppe, die alles mitfahren, die motiviert jeder jeden. Sollen wir eine Radeltour starten? mit Zetteln und so. War zu krass, glaube ich. War das zu krass? Keine Ahnung. Da hätte ich sogar Bock drauf. Das ist mal was Neues. Erstens, weißt du, was das für mich alles bedeutet? Ich muss aus meiner Komfortzone aussehen, ich muss mich mit anderen Leuten treffen. In dem Fall mit euch. In echt. Was ich, Schande über mein Haupt, einfach nicht gern tue, weil ich halt gerne meine Ruhe haben möchte. Komfortzone. Muss ich raus, neue Leute kennenlernen, keine Ahnung, was weiß ich. Zweitens, gibt es so viel Videomaterial für einen Vlog her? Oder wie nennt man das? Vlog, Vlog, scheißegal. Was ich noch nie gemacht habe, was endlich einmal was Neues war. Ich habe keine Ahnung, ob das jemanden interessiert, ob sich jemand sowas sehen möchte. Keine Ahnung, Alter. Drittens, ich muss generell aus meiner Komfortzone raus, weil ich muss aussehen, ich muss mich bewegen, ich muss in einem Zelt schlafen. Ja, was eigentlich ganz geil ist. Und ja. Wo ist da? Just do it! Und das, Herbert, das ist das Erste, was mir gerade eingefallen ist. Schau dir die Longboard-Tour an. Was machen wir? Machen wir Inline-Skate-Tour oder eine Radl-Tour. Ich sag das ganz ehrlich, das ist jetzt gerade so eine Idee, der ich nicht abgeneigt bin. Problem halt so ein bisschen, also wenn man wirklich eine Tour durch Bayern macht, einen Monat lang, einen verfickten Monat lang, da ein Vlog, da gehört ein Vlog her. Das gehört mitdokumentiert. Dass man da dann auch was draus machen kann. Andi, den Euro übersehen. Herr Krotzer, wahrscheinlich nicht. Nein, du, der Herr Andi. Kenn ich auch, druckst der Trage aus dem Keller im ersten Stock, haut's den Puls auf 120. Hashtag Condition Zero. Ja. Geil, wann Radeltour? Nein, keine Sauftour. Nein! Bin's alt wie eine Sauftour. Das waren sie, natürlich ohne Motorschmarrn. Wenn man da mit seiner scheiß Motocross-Maschine und mit seinem Roller kommt, dass sie abhauen. Die Frage ist halt, E-Bike ist in Ordnung. Ja? Okay, das heißt ja nicht komplett aufwachsen, E-Bike ist ja auch in Ordnung. E-Bike ist okay. Wie der man das? Wie der man das? Ich kann mich nicht daher sitzen und einen von Just Do It schmatzen und dann. Das ist jetzt schon aus dem Nichts gekommen, Alter. Das ist schon. Ihr schreibt irgendwas von einer BR-Radl-Tour 2022. Was genau ist das? Downhill-Renner oder Mountainbike? Das ist mir scheißegal mit was. Ich möchte einfach bloß von Ortschaft zu Ortschaft, von Biergarten zu Biergarten fahren und, keine Ahnung, 1000 Kilometer Radl-Tour durch jede größere Stadt in Bayern. Keine Ahnung. Der Herr Kulzer filmt mich. Ich brauche einen Kameramann, ja? Den brauche ich. Und wie kann man denn, man muss ja da von Hotel zu Hotel, keine Ahnung. Ich muss ja irgendwo schlafen. Ich kann ja nicht einfach 2 Wochen lang Radl fahren. So wie Forrest Gump. Radelt, Birger, radelt! Zeit, ich kann nicht einfach wild zetteln. Das geht doch nicht. Ich kann ja nicht allein irgendwo wild zetteln. Das geht nicht. Also natürlich gehört da ein Rundenplan, der auch mir schreibt übers Discord eine kleine Rundenplanung für den Anfang. Das gehört auch angekündigt, dass die Leute wissen, wenn ich irgendwo bin oder so.
Ich bin ja nicht allein. Ihr braucht ja noch nicht verzeihen, dass da Leute bei euch dabei sind, die mir da 3 Wochen lang an der Radtour von Station zu Station folgen. Das braucht mir doch keiner verzeihen. Außerdem darf man doch gar nicht wild zetteln, oder? Ja, Asyl kriegst du bei mir auch, wenn's war. Ja, gut, das ist natürlich, ich glaube jetzt auch nicht, dass ich, wenn ich da wirklich in größere Städte fahre, mal Minga, sowieso kein Stress, was weiß ich nicht, Land zu Freising, dass ich da schon irgendjemand finde, wo ich fragen kann, hey, wie schaut's denn aus, kann man bei dir vielleicht schlafen? Im August 3 Wochen Urlaub, ich bin sofort dabei. Ja, im August da ist Sommerpause. Da mag ich das nicht machen. Das ist Programm, Alter. Das ziehe ich durch. Und da schwöre ich bei Gott, nimm mir einen Monat lang unbezahlten Urlaub. Das tue ich, das ist mir scheißegal. Und dann tun wir das. Just do it. Ihr bringt's mich schon wieder auf Sachen, oder? Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Wie kann man das machen? Weil dann muss man sich halt ein Motel oder ein Zimmer irgendwo vorab, Tag für Tag mieten, 2 Wochen lang. Was kostet so ein Zimmer pro Nacht? Ich brauche ja nichts. Also ich mag ja da nicht, ja okay, Frühstück war vielleicht nicht schlecht oder so, keine Ahnung. Außerdem war es nicht schlecht, wenn da dann natürlich auch ein PC ist oder wo ich einen Laptop oder meine Kamera anstecken kann, wieder aufladen kann, das Zeug vielleicht auf einen Laptop ziehen kann und so weiter. Dann brauchen wir aber alle ein Hotel. Als erstes halt einen Tourenplan erstellen. Von wo nach wo, dem bekannt geben, dass jeder ein Zimmer zum Schlafen buchen kann. Also die Tour mache ich natürlich öffentlich. Ja? Mir geht es darum, dass ihr da natürlich auch mitmacht und mitfahren könnt und wir fahren einfach, keine Ahnung. Und dass halt ihr da auch was davon habt. Ich möchte mich aus meinem scheiß Tief ausziehen. Was erleben, was sehen, was anders einmal machen, wie sonst den ganzen Tag vor diesem Drecksscheißkasten sitzen. Irgendwas. Der Rick, glaubst du, hast du deine Ruhe beim Radeln, da du ja noch nie was zum Erreichen weißt. Wie meinst du das? Ich meine, die Route ist ja geplant. Ich meine, da kann man ja wahrscheinlich abschätzen, wie viele Kilometer man am Tag fahren kann. Und das machen wir nicht krass, aber halt schon, dass man fahren muss. Ja? Ich weiß auch nicht. Tag 1, Landau Bahnhof nach Straubing. Zum Beispiel. Von Straubing dann weiter, dass man so eine richtige Rundumtour fährt, von bis Minga bis, was weiß ich. An der Isar entlang kann man geil fahren, von Dings zu Dings. Dann starten, was essen, kostet wahrscheinlich auch einen Haufen Geld, da brauchen wir nicht rundum diskutieren. Kann ich von der Steuer absitzen. Machen wir ja ein Video draus. Okay, so, folgendermaßen. Also ich bin dem Ganzen nicht abgeneigt. Dass es eine ziemlich krasse Nummer ist, da brauchen wir nicht rundum diskutieren. Ich muss mir durch den Kopf gelassen, wie das ausschaut, mit wo kann man schlafen, wie kann man das planen, wie lang dauert das, etc. Auf so eine Abenteuernummer hätte ich so hart Bock, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich muss sehr oft aus meiner Komfortzone raus, ich muss mich mit Tavernenfans aufklatschen, ja, ich muss in die Öffentlichkeit, nicht vor hinter der Kamera, sondern was ich eigentlich nicht so gern mag, aber egal jetzt, wer weiß das schon, das ist auch, sobald der Erste dann da ist, mit dem ich mich unterhalte, passt, High Five, merci, macht Spaß. Hey, heute auf Österreich mich. Wie geil war das denn? Bavarian Gaming, Zwickel 21, erstens welche E-Zigarette und zweitens, wann kommt das Video? Was für ein Video? Und ein Mac P3 von Smog. Dieser Ursprung ist nicht weit weg von meinem aktuellen Standort. Mittenwald, Isbahn, Trischee. Fahren wir nach Salzburg. Ja, Mann, Straubing, schaust du noch Justizakademie vorbei. Sag früher nur gescheit. Also, Phase 1. Jeder, der das mitkriegen möchte, muss ins Discord. Da werden wir uns darüber unterhalten. Ich werde jetzt da mal drüber schlafen und werde mal darüber nachdenken. Und ich hoffe, dass der motivierte Gedanke, den ich jetzt gerade noch habe, dass der morgen noch da ist. Und ich weiß, dass es halt wahrscheinlich nicht mehr ist. Aber wir werden sehen. Unterhalten wir uns da mal noch drüber. Und hernach machen wir wahrscheinlich mit der Juli eine Radeltour durch ganz Bayern. Schauen wir mal. War eine geile Nummer. Phase 1, hast du überhaupt ein Radl? Nein, ist gleich gekauft. Der scheiß Radl ist gleich gekauft.
Oder auskriegen von irgendjemandem oder was weiß ich nicht. An dem soll es nicht scheitern. Das warten jetzt wieder die typischen Ausreden. Ja, ich hab gar kein Radl, dann muss ich mir erst eins kaufen. Ja, hab ich keinen Rucksack nicht, dann muss ich mir auch erst dann kaufen. Und Discord-Link beim Gröber, Discord-Link. Einfach in den Chat einschreiben, Ausrufezeichen Discord. Oder der Link ist einfach in der Beschreibung. Auf YouTube und auch auf Twitch. Ich hätte sogar ein Radl zum Ausleihen. Deswegen sage ich, da brauche ich entweder, das tue ich natürlich nicht, aber ich brauche bloß bei euch fragen, ob wir da irgendwas zusammenkriegen, keine Ahnung, oder wie auch immer. Und dann machen wir Bürgers Düsenfahrt durch scheiß fucking Bayern und Österreich. Und wenn es einen Monat dauert. Die Frage ist, das Einzige, was realistisch ist, was mich abhalten könnte, ist, was das Geld kostet. Hey, wenn ich jeden Tag irgendwo schlafen muss, und mir da ein Motel mieten muss oder sonst irgendwas und das kostet in der Nacht ein 50er, dann kann ich nicht einen Monat da irgendwo umeinander ratteln. Das geht doch nicht! Ja. Das mit dem Radl kaufen glaubst du auch nur du. Man kann sich kein Radl nicht kaufen, oder was? Couchsurfing bei meinen Fans. Warum eigentlich nicht? Das ist mir so unangenehm, dass ich es machen muss, um halt aus der Komfortzone. Projekt, geh aus deiner verfickten Komfortzone raus, erleb was, tu was du eigentlich nicht magst und dann feststellst, sobald du das tust, dass die geilste Entscheidung deines Lebens war, tu es. Es gibt ein geiles Video ab oder mehrere geile Videos ab, es gibt, das dokumentieren wir auf Instagram und so weiter und so fort und ich schlafe natürlich übrigens nur bei Weiber. Der Kutze hat mich durchschaut. Also wer entweder nicht mindestens eine alte daheim hat, oder braucht zwar gar keine Schlafgelegenheiten anbieten. Späßle, wer das nicht checkt, der ist hier falsch. Herr Lübe, servus Birger, besser später als nie, ich habe den letzten Zug auf kaum versandten Neujahr. Taxifahren, Stream wird nachgeholt. Löwenzepp! Passt schon. Musst unbedingt nachholen, wir haben ja gerade eine super Idee gehabt. Alter, das will wir durchziehen. Alter, das will wir durchziehen. Alter, das will wir durchziehen. Was meine Chefin zu so einer Tour sagt, das weiß ich noch nicht. Aber wahrscheinlich ist es froh, dass ich fort bin. Schaut da, weil ich bin ja immer nur daheim. Die ist auch einmal froh, wenn ich mal 2 Wochen weg bin. Also, okay. Alter, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich sag das, wie es ist. Und wenn da wirklich Leute bei euch dabei sind, wo man halt vielleicht wirklich schlafen kann, keine Ahnung, und sie duschen kann und so einen Scheiß. Alter, Melone. Aber da werden sicher 1000 Leute mitfahren. Das sollen mitfahren. Da können so viele Leute mitfahren, wie sie wollen. Ich lade euch ein. Jeder soll mitfahren. Ich arbeite nur gegen meine Komfortzone. Oh Gott, ausgehen, da kann mir irgendjemand sehen. Oh Gott, in ein Volksfest gehen. Undenkbar. Dauert 2 Sekunden, schreit der Erste meinen Namen. Kann ich heimgehen. Raus aus meiner scheiß Komfortzone. Vielleicht macht's das besser. Was erleben, was sehen. Keine Ahnung. Schatz, Löwe, ja, ist okay, man. Bussi aufs Nussi. Hast du mich gehört? Keine Ahnung. Merci für den Euro. Bussi aufs Nussi. Nachholen, du versammst was. Birger, Freibier bei Birger. Nein, ich brauche kein Freibier. Kruzifix, ich zahle euch da auch. Das ist mir wurscht. Gibt's einen. Lass mir ein wenig ein Trinkgeld da. Keine Ahnung. Gehst jetzt immer mit eigenem Bad, würde ich anbieten. Ja, ihr seid lauter Geschubste. Aber so wie es Waldboys zum Beispiel, die fahren doch auch von Ding und schlafen und fahren dann da weiter und so weiter. Das ist echt ein Next-Level-Project. Schmiedi, du hast da absolut recht. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt im verfickten Sommerloch, wann fucking dann? Und ich sag das, was ist, ich bin absolut nicht abgeneigt. Normalerweise fange ich jetzt sofort an, mit mir irgendeinen Scheiß auszudingen. So, warum nicht? Ja, aber dann das. Ja, und dann brauche ich ein Radl. Und dann 2 Wochen kann ich nicht. Und dann 3 Wochen kann ich auch nicht. Und dann und lass mir wieder irgendeine Drecksausrede einfallen, anstatt dass ich hergehe und sag, Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Genau.
Genau, das ist so ein typischer, also ja, da reden wir morgen noch mal drüber. Ja, Entschuldigung, da reden wir morgen noch mal. Nein! Schluss jetzt! Grütze, fix, Alter! Was ist mit mir jetzt deren? Folgendermaßen schaut es jetzt aus. Ich beende jetzt den Stream. Jetzt ist 10 vor 11 Uhr, Alter. Grütze, fix, Alter. Dann trinke ich mal was, lüfte mal da herin, da hat es 4000 Grad. Dann tue ich mir das Headset an und überhaupt, wasche mir mal das Gesicht aus, rede mal kurz mit der Nadine, was da gerade passiert ist. Zweitens, dann treffen wir uns im Discord. Ja, ich mache einen Channel, Sport, erstmal brauchen wir so einen Sport-Channel, ja, einen Motivations-Channel, nenn ihn wie du willst. Ich will jetzt keiner von diesen Motivationscoaches, das ist mir das Allerwichtigste. Ich möchte mich einfach bloß selber aus dem Loch rausgreien und da vielleicht eine coole Sache starten. Who knows? Und dann diskutieren wir jetzt noch einmal so kurz, wie man das angehen kann mit dieser Radtour. Von wo nach wo, wer sie und so weiter. Und natürlich da ich mich, ganz ehrlich, ich nehme das Angebot an. Wenn mir irgendjemand anbietet, hey, du kannst bei mir pennen, das schaut so und so aus, dann schickt, keine Ahnung, ich mag mich natürlich auch mal mit euch unterhalten. Ich fahre nicht einfach zu irgendwelchen wildfremden Leuten und dann, ja. Und dann sehen wir es schon. Ja, vielleicht mal mit Foto, natürlich in privater Ding, wer, wo, wir. Und dann steckt man mal so Nadeln ab auf einer Karten, wo sich da jemand anbieten darf und so weiter und so fort. Und ich rede von jetzt. Ja? Do it! Nicht nächstes Jahr, nicht nächstes Jahr im August, nicht irgendwann, wenn es wieder schön ist. Bla, keine Ahnung, jetzt ist Sommer, jetzt ist uns eingefallen, jetzt haben wir Bock. Darum nehmen, tun. Ja? Im fucking Juli. Wenn wir das irgendwie hinkriegen, dann im Juli, vor der Sommerpause. Und dann ist Sommerpause. Und dann schauen wir. Ja, dann steckt man da mal ab auf einer Karte, wer sich da anbieten würde und wo und wie und so. Und dann schauen wir, ob man da irgendwie eine Route machen kann. Ja, Gebiet, Niederbayern, Oberbayern, Österreich. Zumindest die linke Seite von Österreich, weil die rechte Hälfte, dann wird es schon happig, dann wird es hart. Aber rührt euch ruhig, wer weiß, was uns alles einfällt. Danach radelt man 4 Wochen lang durch fucking Deutschland. Who knows? Dann brauche ich 4 Wochen Sommerpause zu mir holen. Für diese Sommerpause aber heute auch da. Für das ist heute auch da. Und Sommerpause wird ja so und so 4 Wochen. Das ist immer 4 Wochen. Das ist aber auch nichts nice. Ja, so braucht es mir jetzt nicht kommen. Haben wir überhaupt schon geredet, wann Sommerpause ist? Sommerpause ist der letzte Stream ist am 4. August. Und der erste Stream ist dann am 6. September. Ist klar soweit? Oh, ich hab Donations übersehen. Leute, es tut mir so leid. Ich war gerade in Rage und ich bin gerade absolut begeistert und ich hoffe das heute. Mein bitte, lieber Herrgott, lass diese Motivation anhalten und nicht bloß irgendeinen Schmerz sein und so weiter. Ich weiß, wie das oft läuft und bitte seid mir nicht besser, wenn das nicht hinhauen soll. Ja, ich mag mich jetzt nicht schon vorher schon rechtfertigen, aber das kann jetzt 1000 Gründe haben, warum es vielleicht heute nicht hinhaut. Aber wir gucken. Ja, wir schauen uns das jetzt an und dann schmerzen wir. Lachen merci für den Euro. Und wenn du einen Monat durchziehen willst, ist halt auch nicht einfach. Manche haben auch Arbeit, können aber nicht so viel Urlaub am Stück nehmen. Hey Leute, ihr müsst euch nicht wegen mir, ihr seid hier vollkommen betrunken. Ihr müsst euch nicht wegen mir Urlaub nehmen, bloß weil ihr jetzt da umeinander radelt. Ihr könnt halt ein Stückchen mitfahren und dann wieder zurückfahren. Das ist ja wurscht. Das sind aber jetzt genau diese Dinge. Wir bringen da euch mit dazu, wer mit möchte und wer nicht. Und so weiter und so fort. Und ich möchte schon ein Stückchen fahren. Ja, nicht bloß, wir fahren jetzt da mit 3 Tagen im Kreis rundum und dann war's es. Und weiß es was ist. Lacher, merci für den Fünfer. Finanziell gesehen wird das ziemlich schwierig, wenn man bedenkt, sehr viele haben schon sehr lange Kurzarbeit. Die werden bestimmt nicht etwas auf der Seite haben. Vor allem haben viele vorher schon nicht viel verdient, plus Kurzarbeit. Ist natürlich jetzt eine Frechheit, das zum sagen, währenddessen wir alle zuschauen, dass ich nicht so unfassbar schlecht verdiene da in meinen YouTube-Dingen und was ich sonst noch alles mache. Das ist mir schon klar. Deswegen habe ich es aber auch nicht zum aus dem Fenster rauswerfen. Und ich bin ein extremst sparsamer Mensch. Deswegen, wir können da nicht, das können wir uns gleich aus dem Kopf schlagen, sind wir realistisch, von Hotel zu Hotel fahren, mag ich auch nicht. Ja, da kostet eine Nacht ein 50er, dann kosten 2 Wochen Urlaub, 2 Wochen Radeltour ein Tausender. Das kannst du nicht bringen. Du musst auch was essen, du musst auch, keine Ahnung. Lacher, merci für den Fünfer. Stop it now. Bussi aufs Nussi. Berger Max, merci für den Zwickel. Bürgermeier Hotel steht dir offen, wenn du willst. Ab in den Discord. Nadeln, wir werden jetzt Nadeln abstecken. Wo sie Leute anbieten, im ersten Moment einmal und dann schauen wir mal, was machbar war und dann schauen wir weiter.
Ja, da müssen wir jetzt einfach schauen. Steff Müller, merci für deinen Fünfer. Moin Meister, moin Steff, Bussi, Leon. In Moosburg habe ich ein Zimmer, ungemütliche Couch, im Sommer scheiße heiß und in der Früh hast du nur Katzen noch in der Fotzen. Aber du, das ist mir wurscht, schau ich aus, als da die Wert drauf, wenn du wüsstest, wo ich schlafe, Alter. Wenn du wüsstest, wo und wie ich schlafe, Alter. Da hat sich jeder da erinnern ans Hirn gegangen. Stolzer Liebe, Servus, Bürger, besser später als nie haben, nein, das habe ich noch gesehen. Bierman, merci für dein Drilling. Wenn's nicht klappt, klappt's nicht, aber wir nageln die drauf fest die nächsten Tag, falls die innere Schweinehund kommt. Red's mir ruhig drauf an. Ich tue mein Bestes. Ich versuche mir ja selber, versuche ja auch etwas Gutes für mich zu tun, ja? Und das ist nun mal, das glaube ich war sowas. Schauen wir mal. So. Leute, Stream aus jetzt. Ich muss jetzt was trinken, muss einmal mit der Nadine reden und dann schauen wir weiter. Dann da ich sagen, danke für das Gespräch, danke für die Idee. Könnt ihr haben? Jetzt gerade noch bin ich extrem zuversichtlich. Jetzt haben wir die Böbi-Trete noch eine. Herr Leon Kubala, merci, dass du mich daran erinnerst. Und dann schleichen wir uns ins Bett. Das ist sowieso fragwürdig, dass immer noch 700 Leute da haben um 11. Dann Prost, Chef, und bis bald. Herr John Sigi. Patrick Eulenstein, bin wieder da, 1,5 Kilometer geschafft. Das glaube ich nicht. Ich mache jetzt dann in 5 Minuten nach dem Stream mache ich den Discord-Sport-Channel, dann postest irgendwas, was das beweist. Das glaube ich nicht. Glaube ich nicht! Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Patrick, merci dir für deinen Fünfer. So, jetzt schleicht sich ins Bett. Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Danke für die Donations. Danke an die ganzen neuen Mitglieder. Danke auch von meiner Mom am Vollbier-Squad-Vorstand. Und Press F für die Moderatoren. Und ab ins Discord mit euch. Mehr sage ich da jetzt nicht dazu. Für alle anderen, die schlafen, morgen ist auch noch ein Tag. Morgen werden wir uns auch noch unterhalten über diesen Discord, über diese Aktion. Was ist möglich, was nicht, was war cool, was nicht. Wie kriegen wir dort Community ein, wie machen wir da einen Vlog dazu. Das kann ich selber mal, wir sollten nie Ralf und die so, ja, obwohl das da schon irgendwie geht. So, jetzt Triple F, Press, merci, Pussy, Nussi, was es ist, ab in die Tröte, na, gut Bett, was? Hab ich! Wird einfach nie langweilig. Und jetzt schleicht sich ins Bett, gute Nacht oder bis gleich.